grüß euch, servus, küss die Hände. Es wird Zeit mit Musik verwendet. Wir spielen für euch die 16er Ball. Es erzählt Lieder aus früherer Zeit und manche Hodern sind schon vor heute. Das Wiener Lied geht sicher nicht verloren. Weil der Patrick spielt die Harmonika, Der Klausin zupft auf der Gitarre. Boris Backe spielt mir noch den Werner Schall. Die Quetsche klingt halt super fein, Die Kontrabombe hinten rein. und das Gesang klingt jetzt auch schon recht human. Drum Leidern, grüß euch, servus, küss die Hände. Es wird Zeit mit Musik verwendet. Wir spielen für euch die 16er Ball. Es erzählt Lieder aus früherer Zeit und manche Hodern sind schon vor heute. Das Wiener Lied geht sicher nicht verloren. Jawohl, grüß euch Gott, meine Lieben. Herzlich willkommen wieder mal. Montag ist 20.15 Uhr, Winetime Pavlatschen-Time. Ausgabe Nummer 256, wenn ich mich nicht irre. 64, aber Ah, knapp vorbei. Knapp, also es 64, ist, ja. es ist wirklich, es ist Völlig wirklich, richtig, ja. Es war also, du für einen Politiker Aussage reiches. Sagen wir so. Bist du mich angelobt? Bin ich angelobt in diesem Nicht angelobt. Monat? Na gut, Dankeschön. am Faschingsmontag, Rosenmontag. Was für ein Tag. Ich hätte es ja noch lustiger gefunden am Faschingsdienstag. Ja, Das war natürlich so. Das ist etwas. Die Narren sind los. Die Narren sind los. Jawohl, grüß dich gut, auch von meiner Seite habe ich die Ehre. Gleich ein kleiner Scharmützel gegen die Politik, hurra, hurra, wie es halt so gehört. Das sind die guten alten Zeiten gewesen, wo man noch wirklich einfach an Scherze machen hätte können. Ein Theater muss sein. Hätte wir das gleich ein bisschen hart Nicht so hart genug und so hart Nicht bei ausgekickt. uns, nicht bei uns. Nein. Wir legen gar nichts aus. Wir Nein. legen gar nichts aus. Wir heißen euch herzlich willkommen in der Pavlatschen. Wir freuen uns, dass ihr wieder dabei seid. Patrick auch wieder gesundet dabei. Sagen wir ja. Haut hin, haut Pavlatschen hin. Nummer 264. So. Na, jetzt hat er's. Was 56 war nicht schlecht. Was Ja, extra du- da angeschaut, wie heute alles Nein, du, wie gesagt, für Österreich. gebrieft vom Tag bis da und was ist? Kaum mache ich den Mund auf, rede ich schon am Plätzchen. Ja, was soll ich machen? Ich weiß, als einziges Promotion, was die Wahl, also nicht die Wahl, sondern diese Regierungsbildung in Österreich betrifft, muss ich leider anmerken, nicht leider, sondern das hat mir echt gefallen. Und zwar auf Radio 88.6. Das war also gar keine politische Aussage des Moderators, ich weiß nicht, wer das war, sondern es war einfach der gute Schmäh, so wie du es früher gehabt hast, einfach, wo es die Politiker im Kabarett stilvoll zerrissen und sind. Und das war in dem Fall, und das war wirklich lustig, ich habe Tränen gelacht, weil der Moderator dann eingespielt hat, ein Zitat vom Stocker, von unserem neuen Bundeskanzler, ein Zitat, was er jetzt irgendwann braucht hat, scheinbar in dem Zusammenhang, und da sagt er, wir haben quasi, wir haben auf österreichischen Wege gelöst, und wir haben uns das österreichische Motto herangenommen, durchs Reden kommen die Leute zusammen. Und der Moderator ist auszuckt und hat gesagt, Alter, seit gefühlt 3000 Jahren darf es da verhandeln und jetzt kommt es drauf, durchs Reden kommen Leute zusammen. Was habt ihr gemacht bis dorthin? Schieferl versenken gespielt oder was habt ihr jetzt gemacht? Das ist köstlich. Das ist ja, Also Papierkugeln geschossen. ja, jetzt kommt es drauf. Traugummi werfen und so. Durchs Reden kommen Leute zusammen. Ja, herrlich. Also das war, ich hab das recht lustig gefunden, weil das wirklich immer dachte, ja, das ist eigentlich, also das habe ich mir gedacht in diesem Moment, dieses gute alte, einfach wirklich das relativ harmlose Kabarett, weißt, nicht das Bösartige, aber schon das leicht Satirische, ja. Leicht, und es ist ein bisschen aufs Korn nehmen, der Hofnarr, ja. Der Hofnarr, das ist ja, komplett genau. abgekommen. Nicht? Ja, ist echt kein Wunder, nicht? Jetzt hast du lauter Provokateure, so wie wie heißt der Peter Kling, glaube ich, heißt der, nicht? Ich meine, das ist auch manchmal irgendwie lustig, Ja, weil aber ich es denke ist mir, schon- was erwartest du, wenn sie jetzt solche Meldungen, ich weiß nicht, ob sie den kennt, zu einem Politiker sagen, was soll der drauf sagen? Das ist einfach mit dem Arsch ins Gesicht fahren, das ist ja nicht die feine Das Klinge. ist nicht fein, nein. Wobei der Hofnarr schon schwierig ist jetzt in der Zwischenzeit, weil nein, ich sag jetzt nichts. Wieso, was ist Die jetzt? meisten Politiker sind Also, ja schon die na ja. Hofnarr. Na ja. Es ist halt so leider, da fällt der Hofnarr, den braucht man schon nicht mehr fast. Das ist halt, Was soll ich sagen? Ah, was? Soll ich sagen? Aber
das ist mein, früher der Kassen, der Heinzl. Hans-Peter Heinzl, ja. ne? Legende. Ich hab ihn geliebt. Und Peter Orthoff und die haben gemeinsam super Sachen geschrieben. Ja. Die zwei. Der hat gehabt das Theater der Wien, glaube ich, gell? Der Hans-Peter Heinzl. Nein, War das der, ist ein anderes Theater gehabt. aber da am Kleines Windfluss da, das hat er. Theater der Wien ist das große. Das Ja, wo ist es Cats war und so. Das Nein, hat das er, ist, nein. Das ist ja Bundesbühnen. Das Cats Theater gewesen. Da, das war doch Theater. nein, das hat er nicht gehabt. Der eins hat er anders gehabt. Ich glaube, dir fällt das jetzt Nein, ich ein. glaube schon, dass der das. Das Theater am Kärntner Tor war es nicht, aber so eine kleine Bühne hat er dabei. Ja, das war es vielleicht auch noch. Vielleicht weiß das wer, ja. Das würde mich interessieren. Na, wie auch immer. Peter Heinzl, ja. Aber das war jetzt einmal. Aber irgendwie. Haben wir schon von so. Ich wollte es gerade vorschlagen, ja. Ist schon da. Aber irgendwie, das wollte ich jetzt sagen, am Anfang des Rosenmontags, also der Beginn des Fasching-Endes, der Beginn des Endes, das ist auch ein gutes Pomodschal, was die Regierung betrifft. Tut mir leid, aber verwendet. das ist ja, ich finde, aber der Schneider, der auch immer so politisch Kabarett macht. Das hat mir immer getaugt, das war ein Box-Moderator, der Werner Schneider, Ja. ein Box-Kampfmoderator und Kabarettist. Kabarettist, Das ja. ist ja Weltklasse. Und sie irgendwo so dieses feine politische Kabarett, glaube ich, das gibt es wirklich gar nicht mehr. Das ist weg eigentlich, ja. Das ist mir heute eigentlich eingefallen. Diese feinen Bonbons von Waldbund und Fakus Naja, und so gut. Politik und so. Also diese Warum sollten wir nicht einmal schwarz, was wir zwei Diese nicht? Oder so etwas. Diese Größe müssen wir auslassen. Da ist einmal, dass wir die Kamera gibt. Patrick, bitte ab zum Weinkühlschrank. Mach mich schon auf den und Weg. los geht's. Jawohl. Jawohl, und dann schauen wir gleich den Chat ein, wer alle da ist. Im Chat natürlich. Schaut aus. Da liegt der Messer offen, hoffentlich werden wir uns nicht gesperrt. Wo liegt der Messer? Ja, da beim Bierfassel. Jesus, nein. Und das ist der neue das ist der alte Innenminister. Nehmen wir den links, den Prämierten. Den Blütenmuskat. Ja. Muss das sein? Ja. Schmeckt er dir nicht? Das ist ja nicht so meine favorisierte Sorte. Nein, dann nimm einen anderen. Na, passt schon. Da trinke ich mehr. Du musst den mehr trinken. Ja, ihm. Ja, schau da was, da kommt er. Das ist nicht prämiert, das ist nur der junge Österreicher war das letztes Jahr. Also das. Ah, Ich wollte die Flaschen. habt ihr gesehen, wie das Ja. ist? Er greift gleich direkt auf die Flasche hin. Aber du hast aber eher eine Reaktion gehabt. Ja. Wir Gummi. Ich wollte schon geben. Ja, wir Gummi. Blütenmuskateller, wieder unser momentaner Weinausstatter, Weinbau Graf, Ah, Macharik aus Bullendorf, kennen wir ja. Ein Blütenmuskateller haben wir auch schon öfters getrunken. Blütenmuskateller ausgebaut, trocken ausgebaut, ja, genau. und wie wir jetzt wissen, nicht dein Favorit. Die Riede, also die Nein, die Rebsorte. Rebsorten ist nicht so. Das Rebsorte, ist nicht so ganz. Der ist sehr, sehr schmeckert. Ja. Bitte schön, Herr Kollege. Dankeschön. So, dann muss ich da so da oben. Ja, So, da einmalig. Einmalig, zack, zack. So. Gut, ist gegangen, nächstes Geschenk, das laden wir auf, falls wir Flaschen nachholen müssen. So. Früher hätten wir nicht können. Ganz früher. Ah, Blödsinn. Das verdurre ich mich. Was meinst du? Nein, Rosenmontag war immer in der Hofburg, also haben wir nie gespielt. Haben wir nie gespielt, ne? Und das war immer Rosenmontag, warum ich mir das gemerkt habe. Ist ja wurscht. Ist ja wurscht. Meine Herrschaften. Meine Herrschaften, auf ein schönes Beisammensein, sehr zu wohl. Dann werden wir mal in den Chat reinschauen, wie Ja, so auf jeden alle da Fall. ist. Nicht? Prost, meine Servus, Prost. Prost, Bin froh, Prost. dass ich wieder ganz Ich auch. da halbwegs, sagen wir, beieinander bin. Ich finde Ja, das schon der sehr ist- der ist gut, Ja, ja. ist schon ein Traum. Oh, gleich einen Schluck. Ja, ist schon gut. Ein Wildwein. Und was noch Spezielleres ein bisschen. Taugt mir auch. Ja, es schmeckt so richtig. Blütenmuskateller hat so wirklich einen Hollerblütengeschmack. Ganz extrem. Ja, das ist wirklich Ja. so. Und eben anders, ja. Eine relativ So. junge Sorte auch, muss man, der Blütenmuskateller. Ludwig Sasser Internet ist ein bisschen langsam, aber es wird schon hinhauen. Ich begrüße im Chat Susanne Faber, Matthias Mariacher, eben erwähnten Ludwig Sass, grüß dich gut. Der Barreiter ist am Start, grüß dich gut. Adi Rehberger, was schreibt er? Bin noch Reha, Verkühlung geht zurück, Babo, sende euch Ui. die Pavlacisten einen schönen, lustigen Abend. Meine Bitte spült das Hodener I und der Mond. Das kennen wir jetzt gar nicht. Von Noten vielleicht. Noten vielleicht. Von Noten Das vielleicht. ist eine interessante Nummer, die haben wir schon oft nämlich angeschaut. Und die liegt uns nämlich nicht. Und ich weiß nicht warum. Nein. Aber wir Es gibt werden. ein paar so Nummern, das ist interessant. Aber
Das ist einfach, wie soll ich sagen. Adi, wir machen das einfach. Peter Prachtl ist da, grüß dich gut. Paul Hartmann aus München ist mit dabei. Musikraum, Werner Wichtig, Landtagstromer, jawohl, Mittelhessen, auch am Start. Die Hette aus der Schweiz. Grüß dich. Wolfgang. Servus, der KTM-Junkie ist auch da. Servus. Ja, super Frisur von Klaus. Gell? Nein, habe ich heute extra für euch ein bisschen aufbügelt. Bei mir ab Mittwoch stippert es bei mir auch wieder. Bin ich saniert wieder. Oder Achtung. Bin ich auch wieder in ordentlicher Frisur unterwegs. Ja, weil man muss ja schon noch was ausschauen, auch, nicht? Muss schon. Susanne Moser ist da, der Maber, jawohl, Mittelhessen weiterhin verstärkt. Michael Unger, wem haben wir da noch alle? Susanne Moser, Momo M ist am Start. Servus. Alexander Hauser, unser aller Alexander. Jawohl. Grüß dich gut. Fritzl Stadtgus, unser Grausenior. Ob man nicht vielleicht Professor sagen werden in Zukunft, statt Grausenior. Weil jetzt, wo er schon jetzt der Rentner auch schon angeht. Na, weil er Rentner ist dann. Das dauert ja noch Ein bisschen dauert es noch. Aber nicht mehr lang. Und dann, das war, was in Österreich das war, weil also aristokratischen Titel kann man da keinen verleihen, weil das Baron macht man nicht. oder so. Das hat man, aber Professor geht noch alle. Ne? Ja. Professor geht noch alle. Naja, da Professor. fällt mir gerade ein, du bist 50, mein Lieber. Richtig, Na, richtig. Jetzt komme ich, zumindest was das ins betrifft. Alter der Würde. Ja, Und da ab 50 kann man in Österreich vorgeschlagen werden zum Professor. Nämlich. Also Leute, schaut euch zu, gell? und warum wissen wir das? Weil uns jemand vor 10 Jahren hat ein Freund von uns gemeint, er wird sich darum kümmern, er kennt ja heute, er wird sich darum kümmern, dass wir einen Professor bekommen. Das ist in Österreich ein Ehrentitel. Sonst nichts. Ja? Also nicht Universitätsprofessor, sondern einfach Professor. Und habe ich gesagt, ach so, kann man das einfach so werden? Nicht? Was dem mir naiv ist. Naiv und unbedarft, Ja, jung. ja, na, was ich macht fürs Wienerlied und so, überhaupt kein Thema. Nicht? Na gar nicht, du musst österreichischer Staatsbürger sein, 50 musst sein und so. Und Moment, Was musst du? Das müsste ja eh schon sein. Ich spiele ja schon so 40. Sag mal, nein, ich bin nicht einmal noch 40. mein Lieber. Warte, ja, 38 oder was? Ja. Ich war Ach gerade so, 40. mir kommt vor, ich spiele ja schon. Ja, ich spiele schon ewig, das ist schon richtig. Aber ich habe sehr jung angefangen, aber ich bin noch nicht würdig und reif. Ja, aber jetzt schon davor, wer hätte damals, weil ich habe die Situation, wie wenn es gestern war. Jemand, da genau. stehen im Otteringer Landhaus, Bei das der es Pudel. auch nicht mehr gibt, bei der Pudel sind wir gestanden. Genau. Und jetzt stell dir vor, damals hätten wir uns nicht gedacht, dass man jetzt wirklich, dass man sagt, also jetzt nicht wirklich Professor ist, sondern Das Alter kommt schon da. dass ich jetzt wirklich 50 bin. Das war damals noch weit weg, 40. Wie gesagt, ich war 40, du warst 38. Das war weit weg. Weit weg, ja. Ja, hier einen kleinen Ja, Schluck. interessant. Schluck. Ja, Schluck kann nehmen, ja. Ah, herrlich. Bevor wir was spielen. So, wem habe ich da noch nicht? Also auf jeden Fall im Bälde, Fritzl, kennt schon seit, dass du von uns Professor der Pavlacisterie wirst. Wem haben wir da noch? Wenn wir Ludwig Saas, habe ich schon gesagt, der ja. Timpel. Der Timpel. Was meinst du mit Timpel? War das der Moderator? Heißt der Timpel? Ja, alles möglich natürlich. Der Heinz hat das Theater neben dem Theater. Neben dem Theater war das, ja, K&K-Theater. Danke, das K&K-Theater, jawohl. Wolfgang jawohl. Unterschied. Danke. Jawohl. Das Politcover hat schon was gehabt. Volker Pispers, sagt der Peter Bartl. Ja, Deutschland, ne? Das ist ein Deutscher, ja. Ja, in Deutschland, glaube ich, gibt, oder hat es noch eher gegeben, weil da ist ja auch, da sieht der Dieter Nuhr, aber so richtig, oh ja, der Dieter Nuhr. Dieter Nuhr, ja. Ich weiß nicht, wie die heißen alle, aber da waren ein paar. Also auch aktuell noch eher noch, ja. Aber trotzdem, diese feine Klinge, dieses wie so sagen, wie ein Brauner das noch gemacht Das hat. ist so. Eben Farkas, Waldbrunn, das, wie gesagt, das ist sowieso die ganz große Zeit, Gewaltinger, ne? Ja. Und eben aber dann in der Zeit, wie auch der Lukas Davids damals. Ja, Das ja, war, genau. das war so, ich meine, es hat was gehabt und ich Lukas glaube, auch, ja, freilich. dass das schon verschwunden ist. Oder weniger. Weniger schon ist. verschoben irgendwie, ja. Es ist irgendwie härter, brutaler geworden. Ja. Matthias Mariach hat das auch schon angeschaut. 300 Personen umfassende K&K-Theater. Das war's, ja. Angebautes Kino der Windseite, ja. Du musst du Theater an der Wir Wien, Wien sein und dann haben wir gedacht, ja, so viel Theater werden wir nicht, K&K-Theater. werden wir nicht auf der Ja, Wien sein.
Der Ulrich ist da, grüß dich Gott, Raffi ist am Start. Fritzl sagt ich und Prof. Jawohl, na sicher, du wirst noch. Aber das machen wir aber mit Urkunde, mit allem drum und dran. Na sowieso. Aber da musst du mal, jetzt musst du mal Rentner werden. Und da musst du mal, da musst du auf Wien kommen und die musst du auch holen selber. Da musst du auf jeden Fall Ja, kommen. musst du auf jeden Fall. Jawohl. Einmal Erdpfel schön ohne Augenausstecher. Ja, da gehe ich morgen hin, ja. Einmal Erdpfel schön ohne Augen stechen. Was? Einmal Erdäpfel schön Ja, okay. ohne Augen ausstechen. Ach so. Ja, ja, die Erdäpfel. ja, nicht die Augen. Ja, Ja, okay. Ich hab's immer umgelassen. Das wäre auch geil. Marco Okay, wir Cinelli, werden jawohl, Marco Cinelli ist am Start. Weltklasse, 88,6 Moderator, der ist es, der Timpel. Wird ja nichts gesagt. Also, weil, ja, 88,6 her nicht so viel. Ja, ich habe fast überhaupt keine Ahnung. Du musst ehrlich gestehen, das ist. Ja. Ja, das schon, ja. Aber ja, Weltklasse auf jeden Fall. Der Aber Ulrich nicht schreibt der Bolt zum Beispiel, ja klar. der Bolt. Ja gut, wie gesagt, in Deutschland ist natürlich schon nochmal ganz andere Ebenen. Der Hildebrand, richtig. Das war auch nicht mehr aktiv, oder? Oder Nicht, der ist schon- leben wir da schon unter. Nichts Oder? mehr Ich weiß gehört, gar nein, nicht. keine Ahnung. Ja, wo Sprachpolizei sagt, müssen wir gleich was spielen. Claudia und ich schauen von Krems aus. Liebe Grüße von ihr. Jawohl, wir lecken unsere Wunden nach einer Radtour und Gartenarbeit. Jawohl. Sehr brav, meine Lieben. Brav Auf, seid da lecken wir mit euch eure Wunden sehr zum Wohl und helfen euch aus dieser Misere. Na schau, apropos Theater. Der Hannes Spießliner kommt vom Theater. Nach 5 Vorstellungen am Wochenende wieder mal in Ruhe euren Podcast anhören. Freue mich schon drauf. Wird klasse. Super. Hannes. Super, Hannes. Herzlich willkommen. Reiß mal gleich an. Am Mose. Am Rosenmontag. Ein Wahnsinn. Ich würde sagen, weißt du, was wir schon lange nicht gespielt haben? Ein Stravanzer. Ja, den haben wir schon wirklich lange nicht gespielt Ja. jetzt. Schön. Wir können jetzt lauter Lieder spielen, die uns einfallen zur neuen Regierung, die irgendwie einen Bezug hätten. Also aus unserer Sicht. Wo wir halt sagen, Vor allem mein echter Lookschein. na, da gibt es ja, wer hat das geschrieben? Das Lex für Links, Lex, Lux. einer Lux. Ich, oder? Ja. Da war gerade, jetzt fällt mir echt der Lookschein. Nicht? Ja. Legt uns links, legt uns rechts, legt uns kreuz. Schau, der Aaron Acker ist auch da. Aaron Acker ist auch da. Sehr. Koch oder Messer. Na, eins fällt mir da schon ein. Wir sind wegen Häuser bauen und was nicht, da bei uns im Parlament oder was für Tonart ist das? Ich habe das letzte Mal gespielt in der Solo. Welche Tonne hast du das gespielt? Das war's doch hin immer mehr. In meinen Fieberträumen. Warte mal, lass mich suchen. Bei uns da in Gustav. Parlament. Ja, so, ja. Wo man vorspielt, gell? Wir sind während heißer Baum, Dosis erbrucht, wachsen wird Schwammerl in heiliger Nacht. Schlägt man in der Mauer ein Rotstiften ein, da wollen die Diebe beim, dass man glaubt, das Haus fällt zusammen, weil die Kaluppen muss auffällig sein. Bei uns da im Parlament, da geht's lustig zu. Da streiten sie und raffen schon in aller Ruhe. Drum auf dem Rathaus der reisende Mann, der schaut voll Gift und Galle oben in die Sitzungssaal, weil er nicht oben und nicht raffen kann. Weil er nicht oben und nicht raffen. Ich hab noch eine, gell? Jetzt lernen Weiberradl fahren, bei uns da in Wien. Der Mann führt die Hauswirtschaft, das ist modern. Sie fahren Beischige lustig herum. Und der Mann reibt zu Haus Zimmer und Küche aus. Und trotzdem Zeitvertreibs kleine Kinder. Und trotzdem Zeitvertreibs kleine Kinder. Ja, wenn der Hoberland
bleib schon wie ich bin. Hat er gespielt letzte Woche, jawohl. Hab ich gespielt, ja. Ja, hab ich gespielt. In irgendeiner Stamm auch schon lange nicht mehr gehört, sagt das ist eine Musa. Ah, den spielen wir oft. Spielen wir Den öfters. Aber werden wir natürlich, schon oft, ja. werden wir auch spielen. Das passt ja auch zur auch. Regierung. Servus, nach langer Zeit wieder mal die liebe Runde. Liebe Grüße aus Südfrankreich, Elke und Martin Brust. Bravo! Servus, habe die Martin Ehre. Rexeis, grüß dich gut. Ja. Die Hette bringt das Schweizer Lied gut mit ein. Ja, na, das passt. Was haben wir jetzt gesagt? Wir haben jetzt gesagt in Stravanza. Passt doch. Stravanza passt und das Die glaube ich. Lieder müssen heute einen Bezug haben Das passt. zur neuen Regierung. Wegen der Art und Weise. Stravanza. Und da passt, wie gesagt, Herrgott der Star. In. Der Herrgott weniger, aber Star. Star, Passt ganz Star. gut. Passt ganz gut. Noch sitzen sie nicht, aber irgendwann. Was war's? Was dann schon das nächste Lied? Ich war heute ein kleiner Stravanzer, ein gutes Herz hab ich gehabt und kein Geld. Ein ehrlicher kleiner Stravanzer, der nichts gewusst hat von Gott und der Welt. Denn wenn man jung ist und noch dumm ist, schaut die Welt ganz anders aus. Auch jedes Vogel muss einmal vom Nest raus. Ich war heute ein kleiner Stravanzer, nur ein bisschen Glück hat mir gefällt. Wenn ich so beim Weindl sitz und denk drüber nach, da gefreut mich gleich kein Schmäh, kein Witz, denn das Lied macht mich schwach, weil's mich so erinnert dran an die Lastbahn-Zeit, die man nicht vergessen kann. Mir ist, als war's noch gar wie heut, ein Bub, das kann ich nimmer werden. Aber Stravanzen tue ich heut noch gern, ja. Ich war heute ein kleiner Stravanzer, ein gutes Herz hab ich gehabt und kein Geld. Tut sich nichts gegen den Ein ehrlicher kleiner Stravanzer, der nichts gewusst hat von Gott und der Welt. Denn wenn man jung ist und noch dumm ist, schaut die Welt ganz anders aus. Auch jedes Vogel muss einmal vom Nest raus. Ich war heute ein kleiner Stravanzer, nur ein bisschen Glück hat mir gefällt. Rudi Luxshow. Viele schöne Stunden mit dir verbracht in meinem Leben. Absolut, absolut. Schau das an jetzt. Musikraum ist da. Jawohl, servus, Grüß dich grüß Gott. dich. Jetzt hat sich auch die Facciamoto dazu gesehen und Rudi Korbis. Wenn man gesund ist und kein Geld hat, ist man eh schon halb grau. Ja, das wissen wir schon lang. Ja, das wissen wir schon lang. Aber mehr kann ich auch nicht. Wenn du dann Handstand machen musst, dass du einen Schilling finden tust, weiter weiß ich es nicht. So, irgendwie, ja. Pfeifen kann man nicht, schlagt der Wolfgang vor. Aber eins, mir fällt da. Was ist dir eingefallen? Da die Paradenummer Aufgang in F.
Ja, aber spätestens seit heute wissen wir sind nicht die letzten zwei. Gestohlen haben wir nix, Schon klar. genommen haben wir nix. Sag ich und Wir sind die ehrlichsten Leute. Servus. Nur mit der blöden Arbeit oder keiner frei. Jawohl. Wir tragen bloß Vierter, sind alle fix. Aber tun dann wir täten, aber tun dann wir nix. Und im Winter, da müssen wir uns blauen, weil da vorne mit Aufspritz wohnen. Und im Sommer, da schreien wir See, weil da kehren wir miteinander den Schnee. Aber gewissenhaft. Ohne Unterstand beschließen wir unseren Lebenslauf. Da singst die letzten zwei Bücher. Jetzt hört sich das Bücherleben auf, nicht so bald. Da singst die letzten zwei Bücher. Jetzt hört sich das Bücherleben auf. Und kommt dann eine Ruhe von der ewigen Jucht. Ja, dann nehmen wir uns im Brot hinten im Bock. Wir hängen heraus unser Beiderporträt und verlangen von einem jedem ein Sechserlandreh. Und der Patrick von der Tier, ja, der schreit als wie ein Stier, hereinspazier, der reinspazier. Aber da Klaus ich gleich hinten rein. Aber halt die Goschen und sing in Refrain. Hereinspaziert ist gefälligst zum letzten Ausverkauf. Da singst die letzten zwei Bücher. Jetzt hört sich das Bücherleben auf. Da singst die letzten zwei Bücher. Jetzt hört sich das Bücherleben auf. Jawohl. Welches Lied war nicht das? Rosenmontag ist. Absoluter Treffer. Nächste Arbeit, da muss man vorher noch mal einschenken, weil ich meine, natürlich machen wir das mit einem Augenzwinkern. Ja, selbstverständlich. Wir wünschen selbstverständlich der Regierung viel Glück, wenn uns auch. Sie werden es brauchen. Wir werden es brauchen, wir werden es Ja, brauchen. ja. Sie brauchen keins mehr, die haben Ja, das- die haben kriegen aber Stehen haben sie, aber ja, aber nichts. es wird schon werden, es wird schon werden. Nein, man Man muss darf nur arbeiten man lassen. darf das nicht wird schon ungerecht sein, ja? Man darf, es kann ja sein. werden. Sie werden schon anfangen zum Stehen. Ja, Ah, ich bin besser. Ah, ja. die werden die, wenn kriegen. Aber, ja, ich danke dir herzlich. Wir schauen einmal, was rauskommt. Dann sehen wir schon. Es wird schon werden, nichts ist schon. Ja. So, was sagt der Ulrich? Ein guter Freund ist gerade in Wien und hat überlegt, am Mittwoch zum Stipper zu kommen. Meinte, für den einen findet sie ein Platz ohne Reservierung. Ausreserviert ist, ob einer noch einen Platz kriegt, ist schwierig. kann ich da halt nicht sagen. Ich kann es da wirklich nicht sagen. Nein. Er kann es riskieren, aber es ist voll, das weiß Das ich. ist voll, ja. Aber ob Schon lang, da jetzt ja. einer noch irgendwo einen Platz finden könnte oder nicht, ich kann es da wirklich nicht Soll ich sagen. da nicht sagen, ja. Nein. Er kann es nur riskieren, mehr geht wirklich nicht. Tatjana Scheinberger, grüß aus der Steiermark und Tatjana und Fritz, jawohl, schön mal wieder Zeit zu haben, die beiden Hübschen wieder zu sehen, da waren sie uns jetzt da. Jetzt singt uns was Schönes über ein Weindl. Danke und Brunnen, ja, der Wein kommt automatisch vor, das war Ja. kein Thema. Hellalei und sonstiges zum Rosenmontag beim Latschen. Franz M. Jawohl. Jawohl. Judy Austria hat sich auch schon dazu gesetzt. Servus. Grüß dich Weltklasse. Du, na pass auf, ich würde sagen, jetzt Schluck kommt kommt eine. rüber. Ja, ein Schluck ist es noch. Sehr zum Die Wohle. Hausherrnsöhnlein. Ja. Die da passen. Irgendwie das auch passen. Na, am besten, leider kennen wir das nicht, aber das wäre natürlich auch eine Paradenummer. Der Papa wird schon riechen, der Papa wird schon riechen. Mein Gott, das werden jetzt einige sagen können wieder. Der Papa nichts mehr richten können, glaube ich. Das ist Oh ja, jetzt schon. Jetzt sind wieder fröhliche Urstände im alten Stile, aber ich glaube wirklich, das sollen sie genießen, weil ich glaube wirklich, das ist die letzte Chance. glaube ich auch. Die letzte Chance, die sie noch haben werden für einen schweren Schmäh. Oder sie nehmen es ernst. Man weiß es nicht.
Ich will optimistisch sein. Nichts Ich will Genaues weiß man optimistisch nicht. sein. Ja? Nichts Genaues weiß Ich man meine, es spricht alles dagegen, aus meiner Sicht natürlich, es spricht alles dagegen, dass die irgendwas reißen werden, aber ich will mich dazu disziplinieren, Ja, ich diszipliniere mich immer dass dazu, ich, dass ich das Beste ich hoffe. sage, na, schauen wir mal. Lasst man es einmal durch. Ja. Nichts ist schon. Ne? Aber Das, trotzdem ein paar Seiten, wir müssen es das ist verpflichtend für einen Musiker Muss. und einen Schmähdandel einfach. Es Muss muss auch. sein. Drum nächstes Ist auch ein wurscht, F. ist wurscht, wer kommt. Das ist normal. Das Ja, gehört eigentlich so. schon. Das Es gehört so. Muss so. Das gehört so. Es ist in Wien sowieso, egal wer rauskommt, zuerst wirst du einmal verarscht. Das ist aber wichtig. Und ich habe ja, ich weiß nicht, habe ich das jemals erzählt, ich habe von Babler geträumt. Tatsächlich. Bin aufgewacht und habe das sofort meinen Mund gelangt und gesagt, du weißt nicht, was ich geträumt habe. Ich habe geträumt von Babler. Ne? Was war? Und das war so, der Babler hat gekocht, eine Suppen mit so gesöchten Würsteln. Und wir zwei, und dann so uns gehen, ne, da haben wir ein bisschen plaudern und so und Ding. Und ich habe gesagt, die Würsteln sind gut. Das war im Wesentlichen jetzt der Traum. Ja, mehr oder weniger. Aber das war mit Aber Würstelkoch, ne? Das ist nicht schlecht. ja, Was will uns das sagen jetzt vielleicht? aber nein, weil er war schon da jetzt, er war jetzt nicht der Würstelkoch, er hat halt gekocht, Würstelsuppen. Also, aber Er war da schon, also der Babler halt. Ach so, Jetzt okay, Nicht, ja, nicht Vizekanzler war er dann da nicht, sondern halt jetzt da halt der SPÖ-Chef, sagen wir mal so, nicht? Oder halt eine prominente politische Persönlichkeit in Österreich. Nicht? So. Und ich träume von ihm und träume nur von der Würstelsuppen. Und ja, war jetzt aber auch nichts Schlimmes in dem Sinn. Und war wirklich gut. Ich habe noch nie im Traum was gegessen, muss ich echt sagen. ich schon, Das wo erste ich kenne Mal. Träume, wo ich essen, wo ich Wirklich? gegessen, da wurde getrunken, ja, so wunderschön. schmeckst und was Schmeckt du- mit Geschmack richtig, so mit Erinnerung. Das habe ich das erste Mal gehabt. Ah, das kenn ich, ja. Kenn ich. Ich habe das erste Mal geträumt von solchen Würstelsuppen. Schon ewig nicht gegessen sowas, aber ich habe gleich einen Gaumen-Aquaplanen gehört davon. Ja. So hast du mit Sepp verwechselt, ja genau. Nein, da habe ich noch nicht gewusst, das habe ich ja Mit geträumt. Pepsi oder was? Ja, ich glaube, das habe ich geträumt, da waren es, weiß ich nicht, ob da überhaupt schon die neuen Koalitionsverhandlungen, das ist schon ein paar Tage her halt. Weißt du, man bringt ja alles schon durcheinander. Aber das ist auch sein Killer, mit Pepsi. Also kein feuchter, sondern ein nasser Traum, Iron Acker, ja genau. Das war wirklich ein nasser Traum. Ja. Weit geht es auch da. Servus, grüß dich. Jawohl. So, jetzt spielen wir ein Lied, das ich geschrieben habe. Nicht für die Regierung, aber könnte auch passen. F-Dur. Hat schon gepasst bei vorherigen Regierungen. Auf jeden Fall. Also das kannst du immer Vor spielen. Jahrzehnten schon gepasst, Ja. das öfter. Das kannst du immer spielen, das passt Kratz immer. mich nicht so zu warten. Luco und da wurscht. Die Wiener Musik hat viele Lieder, aber nur wenige hört man immer wieder. Der eine hat's Bummel, der andere hat's Klick. Und das ist ein Vogel und kommt stets zurück. Es wird viel besungen, durch Lieder geehrt. Nur einer Person blieb der Ruhm lang verwehrt. Bescheiden im Eck steht ein Engel allein. Und daneben grölt die Menge den Herrgott aus Stein. Das kleine Engel aus Karlau kennt seine Kinder ganz genau. Es hilft beständig, wo's heut geht, obwohl es die Menschheit nicht versteht. Es rackert schwer den ganzen Tag, weil's Engel so viel Kunden hat. Doch hört's ganz leise, schramme Melodie. Dann kommt auch das Engel auf Urlaub nach Wien. Ja, der Kohlenberg, der Steffe, der Broder, der Wein wird besungen, ja sogar der Kader. Der Tod ist ein Bruder und wir lassen noch sein. Und der Wiener, der stirbt, kommt in den Himmel hinein.
Es gibt vieles mehr, das in Liedern bedacht. Über den Wurstel sogar hat man gewarnt und hat gelacht. Ein Loblied aufs Engel, na das hat man versäumt. Und der Herrgott aus Stein sitzt daneben und er weint. Das kleine Engel aus Kalar kennt seine Kinder ganz genau. Es hilft beständig, was halt geht, obwohl es die Menschheit nicht versteht. Es rackert schwer den ganzen Tag, weil Engel so viel Kunden hat. Doch hört's ganz leise, schraube Melodie. Dann kommt auch das Engel auf Urlaub nach Wien. Einmalig. Einmalige Nummer. Einmalig. Danke vielmals, danke Wunderschöne vielmals. Nummer. Dem Wolfgang zu verdanken, dass wir die ja. eigentlich einmal vor einiger Zeit wieder ausgekommen ausgekommen haben, ja. Oh, Patrick muss die Finger hin. Ja, Patrick muss die Finger hin. ich habe es aus dem Augenwinkel gesehen. In grün, in türkis. Weil, also muss ich, Moment, das muss ich da auf, da muss man da einspülen, Jawohl, Superchat, 5 Euro vom Dankeschön. Waldgeld. Sani und Mutzi haben die Gewalt übers Geldbörsel. Bravo! Dankeschön. Ein Hoch auf Sani und Mutzi. Hoch, hoch. Dankeschön. Euch, die Nymphensittliche der Wiener Oberliga. Das hast du schön gesagt jetzt. Ja. Schmattes ist überwiesen, sagt der Marco Cinelli. Dankeschön euch. Danke Danke, euch herzlich. auch. Euch Trinken wir zwei, schon. euch zwei Marco auch. Cinelli. Danke. Danke herzlichst. Wir wollten heute schon neues. Sehr gut. Schon, sag ich ja. Wir wollten heute neues Merch präsentieren. Ja, und Wer hat's vergessen? der Patrick hat es vergessen, ich habe es vergessen. Wir haben extra ein wunderbares eigenes Messer mitgenommen, weil dieses Messer, mit dem kann ich nämlich umgehen. Jetzt sagen, die sperren uns, Das ist ja Video. Messertrageverbot. Extra ein Öffentlicher dir Raum, erinnern, das ist ja, was du der weißt ja nicht, was einer öffentliche einfällt mehr. Blödsinn. Ja, Weißt du, und das Backerl steht allerdings im Vorzimmer. Ja, ich werde das dann von zu Hause aus präsentieren und werde ich euch das dann schicken. Wenn ihr es auf Facebook und auf Instagram schaut, werdet ihr es sehen dann morgen. jawohl. Werde ich das auf diese Art und Weise posten, nicht was es ist, was es nämlich ist. Jawohl. Schaut der Wolfgang einen 20er bei PayPal auf für euch? Jawohl. Was hier? Je mehr das zahlt, so früher sind wir fertig, wollte ich sagen. Fertig. Schmatt ist ja wie so seine Moser an, ist ja Wahnsinn. Reservierung für Donnerstag passt, mit letzten Donnerstag kurz Jawohl. beim Taschen stehen geblieben, hab nachgefragt. Bravo. Ich freue mich drauf. Ich Aber freue mich, wenn wir uns Christoph. endlich wieder einmal sehen. Ich mich auch. Zeit wird's. Ich mich auch, bravo Ackerl, freue mich wirklich. Ja. So, was haben wir da oben jetzt da? Was haben wir da oben? Wenn du noch Litscher mitfährst, also wie das, wir haben diesmal definitiv, ich habe erst mit dem Herrn Intendanten telefoniert, möchte ich mit Christoph Acker erwähnen, also wir werden bequem schlafen können. Ja. Wenn du wieder Zeit und Lust hast. Ich habe ihn nämlich noch extra darauf hingewiesen, ob es passt. Ne? Dafür haben sie die Miete erhöht, etwas mit. Also, na gut. Na bravo. Die Hälfte der Gage geht schon. Ist die Gage auch erhöht worden? Die Gage ist auch erhöht worden. Ja, ist dann. Nein, ist schon Nein, man jetzt, aber mit der Miete. Nein, das nicht. Das ist, ja. Aber wir sind diesmal, haben wir Platz, also wir müssen nicht kuscheln mit Nein, ist ja wurscht, du weißt schon, da soll der Ackerl zahlen, das stellen wir nicht so schlecht aus. Nein, Ackerl, um Himmels Willen. Gottes Willen erst. Wenn du wieder Zeit hast und Lust. Erstes Wochenende im Juli. Erstes Wochenende im Juli, ja. In Linschau beim Schrameklang Festival sind wir wieder dabei. So, Sprachpolizei hat ein Problem, neue Kreditkarte im PayPal eingetragen, trotz erfolgter Zahlung kein Mitglieds-Emoji. Aber du bist da jetzt auch nicht Mitglied. Das sehe ich nämlich. Vielleicht da, hast du das jetzt gerade gemacht? Ja, aber normal geht das relativ schnell. Das haben wir aber einmal schon gehabt bei jemandem und dann am nächsten Das Tag stimmt. oder was hat es dann funktioniert auf einmal bei ihm? Da hat schon, wer war denn das? Ich Ob weiß das, nicht nicht mehr, ob das- das nicht der Fritzl war, der Stadtguss? Irgendeiner hat auch ein Problem gehabt. Weil ich sehe nämlich da jetzt Ich sehe nicht, dass- Sprachpolizei, genau. dass du kein mit, also
Weil die Mitglieder haben, Haben einen grünen so und einen gelben. haben einen gelben Button, So einen daneben gelben so ein Button, gelbes ja. Ding mit einem roten Achtel drinnen. Ja. Und das hast du nicht. Also entweder Ja. dauert es noch oder es ist der Kanal ein anderer, ja, ich kann es jetzt nicht sagen. Irgendwie draufbleiben. Vielleicht hat ein anderer eine Idee, was das sein könnte. Eine Würstelsuppen haben sie sich auch. Auf die Würstelsuppen passt vielleicht der Brokkoli. Nein, den lassen wir aus. Nein, den lassen wir aus. Der passt doch gar nicht. Ja. Ja, was es einer Psychotanten erzählt, spielt nur mein runden Zimmer. Die hat schon die Austria, nicht das. Jetzt bin ich der vierte, die beste Akustik. Ja, aber das zweite Bier ein wenig negativ. Ich hab gewusst, den Wolfgang wird es gefallen. Jawohl. Politiker-Träume kann nur Albtraum. Nein, war aber kein Albtraum. Ich sag's euch ehrlich, wie es ist. War kein Albtraum. Ich habe es nur interessant gefunden. Nicht? Warum sitze ich in einem Traum, gemütlich so, das war so ein Festel mehr oder weniger, aber wir sitzen Ja, gemütlich so schon fast, in so einem Wagen eigentlich, also so festelmäßig war das irgendwie, so festivalmäßig. Ne? Und ja, so, weißt du, mit Skihanger wieder schon wieder so, ja, erst da, die müsst kosten, ist ein Wahnsinn. Und ich sag, ja wirklich, die ist wirklich ein Wahnsinn. Ne? Und dachte, ja, schau der Pabler. Und, ja, ich weiß nicht, was da psychologisch dahinter steckt. Ne? Ich will es gar nicht erforschen. Das Eigentlich ja nicht. Eigentlich ja nicht, ja. Das ist ein Wahnsinn. So, müssen da unten schauen, wo wir hinkehren. Schau, die hätte Frühlingsschmattes hat sich auf die Reise gemacht. Von Schweiz nach Österreich. Ihr seid ein Wahnsinn. Franz Ehm, seid auch beim Taschler, Weltklasse. Da leiste ich doch dem einen Acker Gesellschaft. Sagt der Landtalstrom. Kommt der Landesstrom am Donnerstag vielleicht zum... Was meinst du, Markus? Gibt es eine Überraschung am Donnerstag oder was? Eine positive? Das ist schlecht. Markus, kommst du auch zum Ich bin Taschler? ganz nervös, Herrst. Machen wir gleich noch einen Schluck rein. Patrick, richte her, musst du mir gleich nachschenken. Gefällt mir übrigens. Richt die her, du musst mir gleich nachschenken. Ja, das ist wienerisch. Das Das ist ist wienerisch vom Feinsten. Man muss jetzt vielleicht für die sagen, die das nicht verstehen, man sagt bei uns, wenn es einer aussauft, herrichten. Nicht? Oder der hat sich schon hergerichtet. Ne? Der ist natürlich auch gesagt, der ist hergerichtet. Aber drum, und ich mir gedacht, richte die Flaschen, also aber so in der Kurzform, richte her, du musst mir nachschenken. Kurz, Moment. Richte her. So, ist schon hergekriegt. Ergreife die Flasche. Wenn er so zieht, dann schied ich aus. Das ist... Bitte. Der Wurstel passt auf die Wurstelsuppen, das stimmt. Ich nehme Donnerstag meinen Urlaubsplan mit, dann machen wir die Termine am Donnerstag fix. 1. Juli, nicht Juni. Christoph hat gerade gelesen. Juli, wie immer, noch Schulschluss, ja. 1. Juliwoche. 1. Juli. Kreditkarte. Landesstrom schreibt schon, Schmattes gibt es beim Taschler im Bar. Na, Weltklasse! Weltklasse! Ein Wahnsinn! Ah, haben schon gelöst. Die Geschichte mit Mitglied, okay. Ich schaffe Schmattes nicht, bin überfordert. Fritz hilft mir aus. Bravo, Fritz! Ich kann das da ja nochmal einblenden, wobei da sieht man jetzt eh nichts. Weil ihr findet natürlich die ganzen Möglichkeiten, uns zu unterstützen in der Videobeschreibung. Da findet ihr alle Details. Danke herzlichst für euren Schmattes, für euren Obolus, eure Unterstützung. So, was haben wir jetzt da noch? Fiaker, Schoss und Mama können wir heute nicht spielen, das passt wirklich gar nicht zur Regierung. Fiaker, schauen wir mal. Aber das spielen wir immer. Aber wir finden schon was. Beste Grüße nach Kitze zur Reha. Jawohl, bravo. Alles Gute! Alles gut, ja. Ja. So, wo bin ich da? Oh, ich hoffe, ich träume heute Nacht nicht von Pabla. Das war aber lustig. Die echten Pabla-G's, die träumen heute von Pabla. Weltklasse. Landtagsstromer Weltklasse, ist gefällt mir. Zusammenrichten kann ich mir gut. Ja, da müssen wir am Donnerstag wirklich uns zusammenreißen. Der Rudolf von Corbesso kommt da. Rudi, ja, ist ein Taschler, Wahnsinn. super, ich freue mich. Franz Eng freut sich, jawohl, Weltklasse. Weltklasse, so. Alfred Kraft hat keine Probe, brav wie er ist. Jetzt pass auf, machen wir was gar nichts mit der Regierung zu tun. Ich weiß schon was, aber mit ein schönes Lied, Wiener Lied so. Na, weil, wenn die Ausländer schon auf Urlaub nach Wien kommen, fällt mir Lieder. In der F-Tugend. Ja, ich höre so, nein.
In F-Dur. Ja, Ich fange an, ja? ja. Wir überlegen, viele Lieder von Wien und von Wein. Wie heißt das Lied? Ja, was war's denn? Ja, genau, die Welt. Das reißen wir. Ja, was war's denn die Welt, wo ein Wiener Herz fühlt? Viele Lieder von Wien und vom Wein singen Menschen, ob groß oder klein, ob in London, Paris und Hawaii. Aber jeder denkt sich im Stillen dabei, dass der Wiener immer bei Fassel schwingt und den ganzen Tag gegen nur stimmt. Und dass auf die Nacht in sein Bett nur schläft bei einem Schramme-Quartett. Ja, das hat wer erzählt, ich hab leise nur gelacht und hab ihn drauf aufmerksam gemacht. Ja, was war's denn die Welt, was Wiener Herz füllt, wann die Gegend ganz leise an Straßenholzer spült, wann ein uralter Wiener vom Häuserbach singt und die Stimme von dem Vater ganz zitrig erklingt. Ja, was war's denn die Welt von einem Wendel in Wien, denn das ein Wendel durchsteht in kein Bedecker drin. Das Geheimnis verraten wir nicht, weil das doch noch ein Wiener versteht. Kommt ein Ausländer einmal nach Wien, fährt er erstens zum Heurigen hin, ins Museum am Vormittag drauf und dann grad er am Stephansturm nach. Und am Nachmittag zum 5 Uhr Tee, ja, da trinkt er einen Wiener Kaffee. Und am Abend, dann speist er voll Glück ein Gulasch bei Wiener Musik. Ja, das hat er erzählt, ich hab leise nur gelacht und hab ihn drauf aufmerksam gemacht. Ja, was war's denn die Welt, was ein Wiener Herz füllt, wann die Gegend ganz leise an Straßenholzer spült, wann ein uralter Wiener vom Häuserbach singt und die Stimme von dem Vater ganz zitrig erklingt. Ja, was war's denn die Welt von einem Wendel in Wien, denn das Wendel steht in kein Bedecker drin. Das Geheimnis verraten wir nicht, weil das doch nur ein Wiener versteht. Wunderbare Nummer, ne? Oh, meine Gruppe. Jetzt hätte ich noch ein Lied. Na bitte her damit. Einen Schluck nehmen wir vorher. Ein Schluck nehmen, ja bitte nehmen. Ich hätte nicht schon. Schau, der Daniel Schallenberger bringt es auf den Punkt, was sich wahrscheinlich viele denken und nur sie sich zu sagen traut. Ich liebe euch. Dankeschön. Küss die Hand. Küss die Hände. Küss die Dank dafür. Schau, Thomas Meyer ist auch da. Ja, wurscht, später doch.
Grüße aus Kaisermühlen, größere Tour, Ume quasi, ne? Quasi da um, ein Stückchen, ja. Hakt der Ton nur bei mir? Na, scheinbar, ja. Wir haben alle das Bummerl. Das Bummerl natürlich. Nein, natürlich. Auf die Idee war ich gar nicht gekommen. Ja, das ist klar. Ah, gut, wobei es ja nicht stimmt, weil es hat ja nicht nur einer als Bummerl. Nein, das war den Schirm auf, aber das ist was anderes. Ja. Nein, aber ich habe das richtige Lied, was passt. Das ist Schirmlied schreiben. Zumindest. Schon neu gestartet, jetzt geht's wieder. Bravo, Lanterströmer. Und zwar, ein Lied, das passt wirklich. Das passt wirklich, zumindest die dritte Strophe. Hermann Leopoldi, 32 Groschen, das war noch vor der Inflation. Das war. Es gibt schon so Zeiten im Leben, da geht einem alles daneben. Da lässt einem alles und jeder im Stich. Man zweifelt an allem, man zweifelt an sich. Und bin ich schon mal hin und wieder mir selbst und den anderen zuwider, trag ich mein Gemüt in die Reparatur, in Gottes freie Natur. Dann kauf ich mir für 32 Groschen einen Vorschein auf Neuwaldig. Da draußen halt die ganze Welt in Goschen und alle Sorgen, die sind weg. Und so leicht das Blut und so froh der Sinn, und ich hab den Mut, dass ich glücklich bin. Und alles das für 32 Groschen in der Nähe von Wien. Da draußen im Weltengetriebe, ja, da begegnet uns öfters die Liebe. Sie geht in Gestalt eines Mädels vorbei, mit lachendem Auge im lachenden Mai. Mein Mädel, das ist sehr bescheiden, dass mich alle Menschen beneiden. Wir küssen uns satt in der inneren Stadt, und wenn sie da Namenstag hat, dann kauf ich ihr für 32 Groschen einen Vorschein noch Neuwaldig. Da draußen halt die ganze Welt in Goschen und alle Sorgen, die sind weg. Und so leicht das Blut und so froh der Sinn, und ich hab den Mut, dass ich glücklich bin. Und alles das für 32 Groschen in der Nähe von Wien. In allen erdenklichen Staaten, ja, da streiten die Herren Diplomaten. Ob rechts oder links nur die Seligkeit wär, ja, so streiten sie hin, so streiten sie her. Und wie schon die Großen der Erde, also macht es auch die folgsame Herde. Sie folgt ihren Führern durch dünn und durch dick, aber ich, wenn ich her Politik, ja, dann kaufe ich mir für 32 Groschen einen Vorschein nach Neuwaldig. Ja, da draußen halt die ganze Welt in Goschen und alle Sorgen, die sind weg. Und so leicht das Blut und so froh der Sinn, und ich hab den Mut, dass ich glücklich bin. Und alles das für 32 Groschen, ganz in der Nähe von Wien. Wenn das nicht passt, den Strophen nicht wenn das nicht passt. Aber auch wieder, das ist zum Beispiel ein Lied, das ist egal, ganz egal, wer an der Macht ist oder was, das geht immer. Das hat eine feine Klinge, es regt zum Schmunzeln. Das war noch eine Zeit, wo man einen Witz machen hat können. Und es ist wurscht, wer regiert. Du kannst sagen, Wurscht. ob rechts oder links.
Es ist Die vollkommen Seligkeit egal. wieder. Ja. Also ich finde sowas, So streiten sie hin, so streiten sie hin. diese Lieder haben was. Oh, Cerveza Aguilar musst probieren, sagt der Spruchpolizei. Unser Flamenco-Gitarrist zum Akel, hat sich der Akel in Spanien. Estrella Galicia, Bier aus Spanien. Geht eh schon lange. Das wird Ja, schon das angrenzen, haben wir wird schon eine. angrenzen. Ja, das. Hast du eine? Der Stocker sind die 4-2 beraten. Ja, weiß, Bummerl ist jetzt schon. Also was haben wir jetzt noch gehabt? Wir haben gehabt der Wurstel für die Würstelsuppe. Für die Würstel. Haben wir sie in die Würstel. Aber Würstel kann keiner das schlagen. Auch Haben sie eigentlich in immer. die Würstel. Hansa sind Würstel. Der Wahnsinn. Aber warum wirklich? Warum und Würstelsuppen? Aber es war jetzt kein Albtraum, das muss man echt sagen. Wie auch immer. Auf jeden Fall Wurstelwort, die Hausanzündung waren. Ja. Das Bummerl, das müssen wir jetzt fast zum Abschluss spielen. Das war der Schlussnummer Hymne- nicht eigentlich, ja. Das Hymne des Tages. Ne? Leider kann man sich unser Staatsbudget nicht schön saufen. Oh ja, Sprachplätze, man kann sich alles schön saufen, aber man muss sich halt bemühen. Es gehört ein eiserner Willen Ja, dazu. ja, ja. Das stimmt schon. Das, Nein, du musst schon, das musst schon kennen. Also ein Amateur kann das nicht. Also wir können es nicht zum Nein, Beispiel. nein, das geht sich nicht aus. Das geht sich nicht aus, ja. Aber es ist halt, wie soll ich sagen, ich kann mich erinnern, schon als Geschraub, ich keine Ahnung gehabt für irgendwas, aber wenn der Vater mit meinem Großvater, was sie diskutiert haben, ne? So am Wochenende haben sie gesessen, haben sie ein Bier getrunken, ne? Dann haben sie diskutiert. Und ich habe immer noch gewusst, es geht um Politik, da war kein Tag gehabt, wo Kein wir reden. Tag, Ne? ja. Dann haben sie diskutiert. Und das war immer, und ja, es ist halt so, bis jetzt haben wir ja alle überlebt, muss man sagen. Ich meine jetzt nicht Vater und Großvater, sondern ich meine Ja. die Politiker. Und jetzt ist es halt so, dass viele jetzt sagen, aber jetzt wird es eng, jetzt wird es schwierig. Und das ist halt die Frage, ich glaube fast nicht. Ich glaube, wir werden es auch wieder überleben. Es ist die Frage, mit welcher Ding. Und wie gesagt, wir wissen nicht, ob was Besseres kommt oder wie auch immer. Es ist jetzt so, wie es ist und das müssen wir nehmen. Jetzt nehmen wir es einmal. Ja. Und darum, nicht? Werden wir halt auf Doppler umsteigen in Zukunft. Wirklich auf Faseln umsteigen. Das ist- Aber wir werden schauen. Jetzt einmal. Ich Gut weiß, aber gefüllter merkt man die Weinkeller- gar nicht Ein alle. gut gefüllter Weinkeller hilft schon. Hilft schon. Das hilft schon. Also, Nein, schon. Das hilft schon. Aber ich bin draufgekommen, zum Beispiel, ich habe irgendwann, ich weiß nicht mehr wann, muss ich auch sagen, weil ich habe dann immer, was der wieder eine Matura gemacht hat, habe ich mir immer eingebildet, man muss als Staatsbürger, man muss zumindest wissen, wer Minister ist und so diese Sachen, nicht? war Landeshauptmann. ich auch immer Das habe ich alles lange. immer gewusst. Ich weiß nicht mehr mit Ich weiß dem. alles Jetzt gar weiß nicht ich. Gut, nein, ich Ja, werde mir jetzt das, sowieso. ich werd mir das anschauen, aber Nein, aber ich habe das schon was- länger nicht, also nicht seit letzter Woche, sondern schon länger nicht. Bin ich draufgekommen, Bundeskanzler war es nicht. Die Vizekanzler weiß man auch noch meistens, ja. Aber ich kann mich erinnern, wie wir gespielt haben für den Innenminister. Wie es das erste im so und so vielen Bundesministerium für das Inneres hat uns engagiert, wir spielen für den Innenminister. Und ich so, wer ist denn das jetzt? Gell? So, ja, genau, ja, richtig. Ne? Keiner. Die können wir uns jetzt merken, weil der ist ja blind, glaube ich. Ich glaube, der ist blind. Der ist weiterhin. Ich glaub, der ist blind, ja. Ich habe ja das noch halb mit, aber der darf blind sein. Aber auf jeden Fall, das bin ich schon draufgekommen, also vor einigen Regierungen schon, habe ich aufgehört, dass ich gesagt habe, mir ist mir wurscht. Weil der Minister vollkommen irrelevant. Weißt du, wie man kennen müssen? ja. Kabinettschefs, Das ist auch wichtig, ja, genau. Ja. Ministerialräte, Die Regierungsräte, die muss kennen. Protokollchefs und Ja, das genau. die Leute vom Protokoll, die sind wichtig, ja. Die sind wichtig, die muss man kennen. Der Weit, hoppla! Die Meindl wird Außenministerin, das haben wir auch gemerkt, ja. Warum wohl? Das Ringelspiel bei der Regierung zuerst ein Dreierpackerl, dann ein Zweierpackerl und dann doch das Dreierpackerl. Dann doch ist der Paket, nicht? Mal so, dann so nie auf dem. Ja. Das Ringelspiel. Ja. Das Ringelspiel. Ja, pass auf. Dann machen wir. Pass auf, dann machen wir Ringelspiel, hängen dran. Dann gleich. Nein, warte, wir fangen an. Mit den Hausanzündern. Fangen wir die Gehen über zum Ringelspiel Ringelspiel über, ja. Und dann scharf das Bummerl anzureißen. Das Bummerl? Gehen wir ins Deume. Ja.
Nein, wir fangen zuerst noch in C an mit Schmieren. Schmieren. Warschmieren, ja, genau. Dann ist das Bummel. Bummel, ja. Ja. Und dann aus. Dann, Da weißt ja. du, der Wurstel ist nicht dazu. Nein, dazu nicht, Aber zu den Geigen das jetzt. Ja. wäre mal ein neue Regierungspotpourri. Ciao. Jetzt von mir ein Urfängler dazwischen. Ich werde mit solchen Themen heimgehen, wo nichts vom Stiepert, wo da irgendwo öffentlich wo bin. Weißt du? Die werden mit dir schlagen, mir alle. Glaube ich nicht. Ich glaube nicht. Ich glaube, wir werden eher dann von der Staatspolizei oder so, wenn wir dann ausgeforscht werden. Erst, das hat eine Sendung auf YouTube. Sag ich, ja, aber das ist jetzt nicht. Ja, das ist ein Wahnsinn. In Gumpendorf auf der Weg Nummer 2 steht ein dreistöckiges Haus und das gehört dem Papa. In einem Zimmer da drin steht ein Kasserler, den Schlüssel dazu, den hat die Mama. Darum fehlt uns das ganze Jahr niemals ein Geld. Um das zum Verputzen sind wir auf der Welt. Da vom Arbeiten gerät der Wegfallteufel. Da kriegen wir einen Grund, Denn unser Vater ist ein Hausherr und das Fabrikant. unser Vater ist ein Hausherr und das Fabrikant. In der Schule schon? In der Schule schon wir ein paar arschlechte Buben, haben niemals einen Spaß und auch gar nicht vertun. Nur der Lehrer hat gesagt, mit euch zwei ist ein Kreuz, als zwei solche Esel wird niemals was Gescheites. Das hat er ganz groß auf die Tafel aufgeschrieben. Und dass er nicht blamiert ist, so sind wir's halt blieb. Gelernt haben wir nix, aber wir sind arrogant. Denn unser Vater ist ein Hausherr und das ein Fabrikant. Unser Vater ist ein Hausherr und das ein Fabrikant. Du hättest noch nicht singen wollen? Ja, passt schon. Treten sein, nur herein, größter Jungs für groß und klein, jeder Schimmel lackiert, wirklich frisch geschmiert. Eine voll, eine Tour, kostet 20 Groschen nur, eine Reise voller Spaß, ohne Reisepass. Jeder rutscht sie wie er kann, aber vorwärts, gehen wir's an. Schön ist so ein Ringelspiel, das ist ein Hitz und kostet viel, da beacht der kleine Mann sich eine Freude leisten kann, immer wieder vorweg und trat sie da am selben Fleck. Man kann sagen, was man will, schön ist so ein Ringelspiel. Sag mir so, wie sie geht in die Haare spielen und ich geh dazu. Für die war ich sowieso dabei, nur ein depperter Bauer. Sport an die Tränen, die an deine Schänen, die liegen wunderbar. Jetzt hat sie den Alten, der soll auf die holen, die hat längst vergessen, wie schön's mit dir war. Jetzt auf Bärbock Englisch. Na 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 na, 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 na 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 na. Sag mir so, sie sein Geld in die Haare schmieren und ich geh dazu.
Für die war ich sowieso dabei, nur ein depperter Bub. Sport die Tränen, die angehen Schienen, wirklich wunderbar. Jetzt holt sie den Wolken, der soll auf die holen. Ich hab längst vergessen, wie schön's mit dir war. Zwei große Buben, die schupfen Grätze. Ein kleiner bleibt bei ihnen stehen. Das Milchgeld oder in seinem Handel spült mit und ist gehen daher. So hat es mit dem Buben begonnen. Und dieser kleine Bub war ich. Ich hab mir's nicht zu Herzen genommen. Drum ist nichts Gescheites geworden aus mir. Einer hat immer das Moment. Einer muss immer verlieren. Aber ich hab mein Leben lang das Moment. Weil ich vom Glück ein Stiefkind bin. Ein Hinterzimmer in der Vorstadt, ein Gespürwein, ich war dabei. Hab die mit dort mit ein paar Freunden und zum Schluss war ich dann ganz allein. Am Anfang hab ich gesetzt mein Bargeld, doch später hab ich Schulden gemacht. Mein Gut und Geld hab ich verloren, mein Weib ist fort mir über die Nacht. Einer hat immer das Moment. Einer muss immer verlieren. Ja, aber ich hab mein Leben lang das Moment. Weil ich vom Glück kein Stiefkind bin. Weil ich vom Glück ein Stiefkind bin. Ja, ey, Potpourri Deluxe. Ein kleines Potpourri. Ich muss sofort den Finger erheben. Das leuchtet mir grün, in den Augenwinkel sehe ich da. Das ist jetzt gekommen, das schon länger. Das ist schon jetzt erst gekommen, relativ frisch, glaube ich. Ja. Das ist sich nichts. Wieso sich nichts? Sprachpolizei. Willkommen bei 16er Bubenförderer. Das war's grün, ich habe nur grün gesehen, ich muss sofort den Finger heben. Schaust, bekäme ich mein paar Sprachpolizei uns geschafft. Jawohl. Weltklasse, danke dir herzlichst. Großartig. Wer noch nicht Mitglied ist, kann es ja noch werden. Was? Schau her. Warte, wo habe ich denn das? Jesus, nein. Jetzt wollte ich das da gut einbinden, aber. Ist schon daneben gegangen, das macht aber nichts. Da steht's. Mitglied werden, muss man anklicken, dann kann man Mitglied werden. Und wenn man Mitglied wird, Kanalmitgliedschaft bedeutet, man zahlt im Monat 4,99 €, kann man natürlich auch immer wieder kündigen, das ist auch kein Thema. 4,99 €, das entspricht in etwa, wenn man uns zwar quasi auf ein Achtel beim Taschleid hat. Ja. Und als Vorteile hat man dieses Spritzerglas. Das Spritzer-Emoji, ja genau. Sonst an sich. Sonst fördert man uns. Ja. Es gibt sonst keinen Exklusiv-Content noch sonst was. Der Content bleibt weiterhin für alle ersichtlich, um unsere Mission weiter hinauszutragen in die Welt. Ich muss jetzt ehrlich sagen, ich habe keine Ahnung, wie viele Kanalmitglieder wir haben, aber man kann da natürlich schon mal sagen, hetzhalber, ja, keine Sorge, es bleibt. Und man kann zum Beispiel sagen, man macht einmal, wenn man dann, weiß ich nicht, keine Ahnung, wie viel man da erreichen kann oder wie viele Leute. Aber wenn es eine gewisse Zeit, dass man sagt, jetzt macht man so einen kurzen, also irgendwie so einen Livestream nur für die Kanäle. Weiß ich nicht, so 100 sind oder. Wenn wir 100 haben. 1000 oder 100.000 oder so, also so eine Zahl, ne? Eine Runde, eine richtige Zahl halt, ja. Und dann machst du einen Livestream.
war da Exklusiv-Content. Haben wir immer gesagt, machen wir keinen. Machen wir nicht. Aber nein, es könnte sein, irgend so ein Spiel. Aber sowas, Aber ist ja wurscht, das kann man ja dann nachher auch schauen. Nicht? Also auch als normal. Das live kann man nur dabei sein als Kanalmitglied. Zum Beispiel, Einmalig, nicht? Also, dass man sowas macht, was irgendwas passiert sind. Wenn es einmal so eine magische Zahl gibt. 1 Aber- Million, nicht? Also, dann, Dann auf jeden Fall. Also wenn wir 1 Million Kanalmitglieder haben und nur 2000 Abonnenten, dann stimmt da was nicht. da hat's dann aber was, weißt du? Da ist aber der Nein, wir haben schon Algorithmus wir haben schon gewaltig. 2229, Da, 2000, 200, fast 2300. 300 Fast 2300. Ja, Es fehlen uns noch was ich gesehen habe. eine Handvoll. 9 Leute, dann haben wir 2300. Eher ein Wahnsinn eigentlich. 2300. Natürlich für YouTuber ist das kein Wahnsinn. Ist, sondern nein, das gar nicht. ist Das ein ist, Ding. na, überhaupt nichts ist das. Das ist ja Aber ja, das ist unsere Nische halt. unsere Nische, Das aber ist also- es ist wirklich, es ist eigentlich toll. Nicht? Also ich finde es wirklich toll. Ich meine, du musst damit denken, 2300 Leute musst du mal einbringen da ins Studio. Das will ich hin. Das geht sich ja nicht einmal bei mir daheim aus. Da müssen ein paar auf der Stirn Geht sich auch in der sitzen. Klause nicht aus. Also, es ist Da müssen ein paar auf der Stirn sitzen. Ja, auf der Kölner steht beim Nachbarn. 1800 Leute. Da ist Eiweißtal voll, hat die gekommen. Waren alle 2300 Leute gekommen, ist Eiweißtal voll. Wir 800 Einwohner haben wir. Schau, der Ackerl ist ein Wahnsinn. Der holt uns alle auf den Boden der Realität, auf den eiskalten Boden der Realität. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob sie 100.000 Mitglieder bekommen, so wie drückt der Daumen. Ackerl, das musst du immer so realistisch Ja, sein. wirklich. Das ist schon Wahnsinn. Jetzt war ich schon im Schwärmen. Ich war schon im Schwärmen. Ich habe schon überlegt, wie es Geld umschaffen wäre. Nicht? Tag per Tag. Ja, genau. Aber ich war schon da. Na, bleiben wir auf dem Boden der Realität. Ja. Aber es war eine Kleckerlpartie, mir schon länger. Ja, Kleckerlpartie, ja, gute Idee. Passt irgendwie auch dazu eigentlich. Ja. Ja. Gefrasst halt. Gefrasst da. Ja. Gibt keine Ausmaß, damit ich mal ausleiten könnte, ja, sagt der Sprachbild, das stimmt, ja. Ja, wie ist denn das gegangen, Party? In Dora, gell? Wie wir kleine Kinder waren, haben angestellt allerlei. Da war für uns die größte Freude, eine Haustorleiterei. Der Hausmeister ist außergrenzt erwischt, hat er mich nie. Ich hab ihm die lange Nosen gezeigt, vom Haustor vis-à-vis. A Kleckerlpartie war das Höchste für mich. Leider kennst so eine Freude nur als Kleiner. A Kleckerlpartie, der was leid, der war ich. Nur wenn's groß bist, ist alles dahin. Und hab ich manches Mal so meine Schimpfer gekriegt. Das war mir die Garde wert. Das war mir die Garde wert. Und hat die Frau Mama mir öfters seine Zisch. So war das nie. Der Hausmeister wird, der hat mich nicht erwischt bei meiner Kleckerlpartie. Der was leid, der war ich. Nur wenn's groß bist, ist alles dahin. Und hab ich manches Mal so meine Schimpfer gekriegt. Das war mir die Garde wert. Das war mir die Garde wert. Und hat die Frau Mama mir öfters seine Zisch. So war das nie. Der Hausmeister wird, der hat mich nicht erwischt bei meiner Kleckerlpartie. Der was leid, der war ich. Nur wenn's groß bist, ist alles dahin. Nur wenn's groß bist,
Ekelpartie. Eine Swing-Nummer eigentlich. Stimmt. Man nimmt, ja. Absolut. Absolut. Was haben wir da? Was haben wir da alles? Die schenke ich mir noch einen Schluck. Ja, erst, ja, Jesus, nein. Ich bin im Chat verloren. So, da und fort ist er. Ja, weg ist er, nicht wahr? Mach die Pappen auf, sonst muss der Geldbär schlafen machen. Bravo, Wolfgang. Also ich finde die Beatrix scharf, sagt die Judy. Welche Beatrix? Die Beate. Die Meindl Reisinger, oder was? Ja. Ja, ich meine, sicher. Eines der wichtigsten Attribute, die man als Außenministerin mitbringen muss, ist scharf. Ja, ich weiß nicht. Die Reisinger ist sicher eine der Fashion. Da gibt es mehrere Minister. Ich weiß gar nicht, wer aller ist. Aber jetzt nur. Aber ich kann mich erinnern, so an früher, da waren so die Büdeln, weißt du, der Gewehrlauf mit Gänseblümchen drinnen und so, was der Friede statt Krieg. Also, das waren Zeiten irgendwie. Ja. Weißt du, ich meine, an Frieden. Diese Wahlplakate früher. Ja. Wie dann manche sich gedacht haben, Friede war leibender wie Krieg. Jetzt überlegen sie, oder hätten sie ja gerne aufrüsten, sogar Atomraketen in Europa. Ne? Das ist ja der neueste Schrei. Ja, irgendwann fange ich zum Schreien an jetzt dann. Nein, das ist ja wieso, das ist ja, passiert ja nicht. Nein, aber Es ist halt, ja, es ist ja nur, da siehst du halt manche, wie sie es halt sich vorstellen. Naja. Nein, ich sehe das alles nicht so negativ. ich bemühe mich seit Jahren. Ja. Seit Jahren. Wo bin denn ich jetzt da mit meinem Chat? Da muss man irgendwo Schluss sein schon. Ja, da kommt noch viel. Da wären wichtig, die Achteln fallen rein, da fallen die Griegeln rein, da fallen die Spritzerglaseln rein. Da. Der Franz hat schon eine Idee. Bei 1000 laden sie alle zum Heirigen ein, alle kommen mit dem Motorradl, ich komme öffentlich. Jawohl! Franz, aber das war mal ein super Bild. Alle kommen mit dem Motorradl und alle lassen das Motorrad stehen. Das war ein Bild. Die Kölnergassen ist voll mit dem Motorrad. Das war Theater. Wenn man nicht mit dem Motorrad zum Heirigen fährt, hat man schon was falsch gemacht. Es gibt eine alte Frage, sagt die Judy. Sag mal einen Satz mit 3 wird. Wer nichts wird. Heute wird es einer Minister, da muss zaufen. Naja. Das werde ich nie vergessen, wie Engelbert Wenkheim, der Chef der Otteringer Brauerei, Besitzer der Otteringer Brauerei damals, bei einer Veranstaltung am Gerstenboden, Chef der Otteringer. Und waren lauter Wirten da, sogenannte Wirte-Uni hat das geheißen. Das ist zur Fortbildung für die Wirte, wie man Bier sich, also um Bierpflege ging es da, nicht? Wie man Bier richtig auf die Schankanlage richtig sauber hält und so weiter und so fort. Und der Engelbert kommt auf die Bühne dort, begrüßt und sagt, aber eins muss ich ja schon sagen, nicht? Weil wer nichts wird, dreht sich um und geht an. Wir haben damals gezapft, ein paar Freunde von mir von der Otterkringer Landjugend immer Sachen haben und wir haben uns zerkugelt. Das war der Engelbert. Großartiger Mensch. Ja, Ich habe mich gut verstanden mit ihm. Wirte ohne 150 Wirte. Wer nichts wird. Ja. Dreht sich um und geht. Applaudiert, wenn sie einer haben. Ne? Der Herr Freunde haben es applaudiert. Mit Lauf, nicht wahr? Das ist gut. Ja. Das ist auch. Ich mache wirklich, jetzt kann ich sagen, fragt nicht warum, aber ich finde es halt befremdlich, wie viele Leute da so diese Grenze überschritten haben, da wirklich zum was so ganz offen, also so sagen, na, Krieg. Man muss, denkt man, Alter, Nein. ich meine, das finde ich eigen, aber nämlich gerade Leute, wo man sich eigentlich gedacht hat, die sind jetzt da eigentlich von ihrer Ideologie her jetzt angeblich genau das Gegenteil, aber nein, ist nicht so. Aber ja, wie gesagt, ich mache mir trotzdem da keine großen Sorgen, dass das wirklich so. Nein, glaube ich auch nicht. Ich will es nicht. Aber dass man drüber nachdenkt, aber wir sollten wieder Atomraketen haben, dass man frage mich, wo sind sie denn hängen geblieben, sage ich mal. Ne? Die waren wirklich da die außerirdische Existenz und schauen da zu. Ja, ich glaube, die UFO, was gefunden haben, da was da im Area 51 liegt, ich glaube, dass das einfach welche sind, die sind gekommen,
haben das gecheckt, wie wir sind, haben sie einbremst, haben sie verbremst Hat quasi. sie einen Verbremser Ja, gemacht. und haben sie da stehst, ne? Stehst. Ne? Die Ich glaub haben auch. erwischt, ne? Ich glaube auch. Die anderen, die haben sie wieder geschlichen gleich. Das ist ein Wahnsinn. Aber ja, wie gesagt, aber nichtsdestotrotz, schau, aber ein positiver Aspekt kann man auf jeden Fall der Regierung schon zuordnen, meiner Meinung nach. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich finde es die Inspiration der heutigen Angelobung für die heutige Pawlatschen, für die Liederauswahl, war jetzt nicht so schlecht. Ist schon mal ein guter Anfang. Nee, ich find ja. schon. Ist schon gut, ja. Die Liederauswahl war doch irgendwie interessant. Ist schon Also einmal ein war mir- Pluspunkt. Ne? Ist ein Das Pluspunkt. ein Pluspunkt. Und siehst du das? Sie sind noch nicht einmal gescheit im Amt, weil sie ist jetzt einmal wahrscheinlich alt. Ich weiß nicht, was machen die jetzt? Also ich würde schon feiern zum Beispiel. Ne? Wir kann nicht sicher. Wir hätten schon. Gut einschneiden, Ja, mal gute ordentlich. Trankerl Ja, und dann schon mal und ordentlich- dann heben, nicht? Und Na, scheiden. erst. Und dann sie so gegenseitig verarschen. mit einem Ja, Gin wie Tonic. ist der? Ja, wie ist der? Das ist ja, kein Guschfrau, wie ist der? Ja, Staatssekretär, Staatssekretär. Was so? Ich meine, das war ja lustig. Bundeskanzler, Frau Vizekanzler, mach eine Würstelsuppen. Was? Das ist ein Theater. Nein, aber das werden sie schon machen, oder? Oder glaubst du, dass das jetzt dann so? Keine Ahnung. Nein, die dann sicher. Na, sicher wird da gefeiert werden. Es muss ja gefeiert werden. War in Österreich, war nicht gefeiert wird. Ja, aber anders, nicht? Ich muss ja nicht nur Österreich, aber aber bei uns sowieso. Das gibt es ja gar nicht anders. Weil bei uns feiern sie auch, wenn sie angesetzt werden. Das ist richtig. Na, aber ich denke schon. Aber das war doch interessant eigentlich. Das würde mich jetzt wirklich interessieren. Und dann die alle gemeinsam oder jede Fraktion für sich oder nach Hierarchie, dass zum Beispiel nur die 3 Oberen gegen Tschechien miteinander und die paar Minister und die Staatssekretäre müssen auch AG. Das war interessant. Oder gar nicht, nein, nicht gar nichts. Und die weißt Die werden heimgegangen sein. Glaubst das gibt's ja Die sind nicht. heimgegangen. Dann reißen sie nichts, das war's. Sie sind heimgegangen, sicher. Wenn sie deren ordentlichen umbinden, aber bei Umbinden, es war wieder ein herrliches Erlebnis. Ich war vorgestern, habe ich mit meiner Mutter einen Ausflug gemacht. Schöner Tag. Ich gesagt, Mutter, Sonntag ist, war Sonntag? Ja, Nein, gestern war war Sonntag. Gestern war es, ja, war schön wunderschön. gestern, ja. Und ich gesagt, pass auf, wir packen uns an, Wind machen ist einen wieder Ausflug. gegangen, ich muss schon jammern. Echt, nein, bei Ihnen, wunderschöner Tag. Und da haben wir uns zusammengepackt, sind gefahren nach Maria Schutz. Ja, das steht in der Kirche, die Augen waschen. Maria Schuh. Furchtbares Lied eigentlich. Bim, bam. Fällt noch gar nicht, ja. Das ist ganz schlecht. Das ist immer, ja. Aber auf jeden Fall, nein, was steht da, gibt es hinten hinter Maltaus, dann ist ja das Bründel, das ist ein Augenbründel. Da muss man sich die Augen Bin ja waschen. eigentlich Dusche, aber bis jetzt hilft es halt. Ja, wer weiß, Wer weiß, wie es war. Wenn man 3 Schauerten ohne. Reich Ne? ohne, ja. Aber den muss das anwaschen. Nicht? Und wenn wir dort, sind wir dort zum Kirchenwirten gegangen, da gibt es ja die berühmten Klosterkrapfen, sehr gute, schöne, große und wirklich gute Krapfen. Und da haben wir gesagt, da trinken wir auf jeden Fall einen Kaffee und nehmen einen Krapfen, dann schauen wir irgendwo, wo wir essen gehen. Jetzt warst du aber eigentlich recht leibend, weil wir sind früher nämlich noch in Schott Wien bei einem Flohmarkt hängen geblieben. Da schon her. Super. Meine Mutter hat gesagt, Vater, müssen wir rein. Schau dir die alte arme Pölzmantel. Originalzitat. Originalzitat, Frau Mama. Voll wahr. Schau dir die alte arme Pölzmantel. Das war die Chefin. So, eine alte, hauchige Stimme. Leibend aber, weißt du. Und die hat, das Wahnsinn, ein altes Fabriksgebäude, Schön. aber bummvoll angeräumt. Ich habe mir gedacht, da kommst du gar nicht rein. Jetzt, wenn du sagst, ich hätte gern den Kasten da hinten, den kriegst du nicht, weil die müssen das alles, die kriegen das sowieso gar nicht raus. Ja, ich kenne das, wie es in St. Pölten ist mit den Kojen, dem Flohmarkt, wo die Hilde ja so eine Koje gehabt hat drinnen. Nicht ist das also am nächsten Tag dann geliefert worden, nicht? Du musst ja alles ausräumen. Das habe ich ja geholfen zweimal, nicht? Ja. Der Hilde damals. Patrick, kannst du mir helfen vielleicht? Ja, aber da muss ich nicht ein bisschen Krieg einen ausräumen. Miet nachlassen. Ja, was brauchst du? Ja, gut, ist zugegangen. Ja, aber auf jeden Fall, das war der erste. Ja. Und dann waren wir Klostergrau, also da waren wir dort, haben wir gleich gesagt, wir dann essen. Weil es war dort irgendwie gemütlich, einen schönen Platz gehabt. Da essen wir gleich was. Herrlich gegessen. Und an der Pudel sind 3 Burschen gestanden. Burschen bis hin zu Erwachsene. Also, nein, echt 3 Erwachsene, jüngere Erwachsene. Ne? Blunzenfett. Rotzpippen noch. Nein, schon älter. Ja. Blunzenfett. Was war zum Mittag halt? 1. Würdig. Und den einen haben sie die ganze Zeit schon angewaschen. So im Sinne von. Warum? Ja, Nicht ja, einschlafen. ja. Und dann haben sie einmal rausgesetzt. Die sind überblieben vom Tag vorher wahrscheinlich, vermute Ja, ich einmal. ist einer von der Pudel gekommen, weil wir und meine Mutter und ich haben uns so köstlich amüsiert, aber die haben den zugeschaut, wie wir einen Logenplatz gehabt, so Pudel.
Und der Alte hat gesagt, ja, die sind überblieben von gestern vom Feuerwehrfest. Ja, was fast gedacht. Und dann sind sie wieder reingekommen, wieder herrlich. Total zu, haben wir immer noch was zum Trinken gekriegt. Also sowas nicht. Und die Kölner alle, die haben sich auch überhaupt nicht sterben lassen von drinnen. Und die waren aber auch nicht ungut. Die waren nicht ungut, nicht? Die waren aber halt immer zu. Wir haben immer geschrieben, ich habe nicht gewusst, fliegt er nicht, rutscht er nicht, da wischt er das Glasl, da wischt er es nicht. Und dann ist irgendwann einer gesagt, hier, schau auf der Jacken, habe ich gewusst, nicht der Name, erst das ist doch ein Taxi, ein Bus-Taxi-Unternehmen, nicht? Ja. Sag ich, schau, das steht schon da, holt schon an. Dann hat schon den einen einmal angeholt, dann ist er wieder gekommen, nach einer halben Stunde hat die nächsten geholt. Herrlich. Nicht leibend. Aber doch bist Depper, das ist Ja, grandios. Der kommt heim um 2 noch zum Mittag quasi, Toten zu. Aber habe ich mir gedacht, schau, und so tät immer das, wenn wir angenommen Minister werden würden, die das sagen, na gut, Angelobung, alles, Herr Bundespräsident, danke, ja, das geht, und Übernahme im Parlament, und das geht, jetzt müssen sie erst einmal die Visitenkarten drucken und alles, da kann sie eh nichts arbeiten. Da habe ich gesagt, und jetzt hängen wir uns einmal um und morgens Mittag gehe ich heim. So würde ich Das habe ich mein ganzes Und dein Leben- ganzes Kabinett müsste das machen. Das habe ich mein ganzes Leben noch nicht gemacht, aber das wäre dann einmal Wieso? so eine Premiere so durchmachen und am nächsten Tag zum Mittag haben wir es aber nie. das habe ich schon. Nein. Nicht oft, In der aber Früh schon, schon. so dass ich um 7 oder was heimkomme Ja, oder was. nein, zum Aber heute Mittag, nein, das geht Mittag, das überhaupt nicht. Allerdings nie. Geht gar nicht. Ich meine schon, da waren wir schon gut dran, aber da war ich natürlich nicht, wie soll ich sagen, da war ich nicht bis dahin Nein. Weil ich weiß nicht, ob ich das überstanden hätte, nicht? Aber da waren wir dann schon, und dann weiß nicht, was. Wirkt der Alkohol mehr als die Müdigkeit oder so? Das Oder kann was man dann ist rausfinden. jetzt? Ja, Aber grundsätzlich, nein, das habe ich Student, die bummelt der das habe ich Student, nicht das habe ich so alles das gehabt. kann ich mich nicht erinnern. Nein. Heute war ich schon in der Früh, ja, da durchmachen bis in der Früh, ja. Klar, aber das können wir jetzt auch noch so einmal im Jahr machen. Gott sei Dank hat er kein 16 über dem T-Shirt angeguckt. Wieso? Die wankende Litfaßsäule, schlechthin. Ja, das war wild. Wild. Aber der Ausdruck einen umbinden ist ja auch gut. Ne? Das stimmt. Mein Schwiegervater hat in der Eden gespielt, sagt der Wolfgang. Der hat sich alles getroffen. Rot, Schwarz, Blau, Wein, Wien, Rot. Ja. Damit, ja, Ja, sicher. ja, genau. Der du beim Heirigen, was soll das Beim sagen? Heirigen Was sowieso. glaub von mir überall engagiert worden, wo alle Parteien vertreten waren. Ja. In Ahn. Ja. In Köller. Ja. Nehmen Sie bei uns im Erlauftal Frühschoppen und das gibt es jeden Sonntag. Naja, aber Ja, die waren aber ja das nicht. haben wir nicht, aber ich sag, beim Frühschuppen, das haben wir nicht. Ja, aber Da das haben wir dann- 1, 2 noch nicht. Also, Also, dass du am eins Nein. an der Pudel hängst Nein. und nichts mehr zusammenbringst. Nein. Nein, den Frühschoppen habe ich nicht gehabt. Und ich habe schon viel Frühschoppen. Oh, viele im Laufe meines Aber das- Lebens, ja. Aber also, ich wüsste keinen einzigen, wo ich irgendwann, also auch nicht auf die Nacht dann, weil die meisten Frühstunden schon bis in die Nacht dauert. Das muss ich schon zugeben, also wirklich heimgegangen bin ich da nie, aber dass ich dann das Glas nicht mehr erwischt habe, nur bei 3 Mal hingreife. Das habe ich nicht. Nein. Spätestens dienstags mittags sind wir fertig, Alter. Ja, genau. Der Michael hat gesagt, Patrick, da versäumst nichts. Ja, es ist im Nachhinein ungut. Aber nein, das habe ich schon hin und habe ich nicht oft gehabt. Aber das war schon, dass wir dann noch was, dann noch irgendwo was gegessen haben. Zum Mittag, weißt du, und dann Abend haben wir, ich freue mich schon auf ein Bett. Aber nein, war ich nie. In der Früh war ich dann schon daheim. So 7, 8 oder so. Ja, bin ich schon, Ja, bin ich schon das daheim. war ja Standard. Naja, in der Sturm- und Drangzeit war das Standard, Entschuldige. Schau da, mit Mr. Rich ist auch da, jawohl. Jawohl, habe ich die Ehre. Ja. Heimgekommen in der Früh. Na, das war schon. Die Frau- Vogel am Zwitscherdum. Die Kölnerin vom Wirten ist gerade gekommen. Die Paula. Ja. Patrick, am Joachimsthal haben wir uns getroffen. Die ist zu Fuß aufgegangen, ich bin ganz aus dem ersten 46 ausgestiegen. Hast du gar nicht gesehen? Patrick, servus. Sag ich auch was. Hey, gut. Weil das weiß ich, wie weil der Hannes da sagt, der Ja. ÖKB-Ball im Burgstall und so weiter. Ja, von Vortag so, nicht? Aber das weiß ich bei mir in der Klause, nicht? Da beim Dorffest oder was auch nicht? Und dann von meinen Nachbarn da der eine oder andere noch dort war und ich hab die immer dann kontrolliert. Habe ich gesagt, wenn ich daheim bin,
Weil die müssen alle an mir vorbei, dann nämlich. Genau. Sag ich, zähl die Autos, was da fahren. Ne? Bursch, da gibt es ja keine Wirtshäuser mehr. Wo willst du denn da früh shoppen, sagt das so eine Muser. Zuerst essen, dann der gute Stoff. Bravo, Birgit. Ja, also beim Frühschoppen oft anders. Das ist bei uns in Eibensteuer, weil wenn ich Sonntag Zeit habe, bin ich schon beim Frühschoppen. Allerdings, wir sind ja gesittete Herren in der Zwischenzeit, ne, in der Runde. Nicht? So, Ja, klar. da trinkt man 2 Seideln oder wir nehmen uns ein Flaschel oder zwei Flaschel nicht, gemeinsam und das war's dann. Dann gehen wir wieder heim. Ne? Das ist, Was jetzt, oder was? ja, beim meisten. Sollst du gar nicht aus, Schuhe ziehen. Ja, es ist Für 2 Seil. Du hast ja Lebtag noch kein Seil beim Fritsch bestellt. beim Frühschoppen sehr wohl, nicht? Ja. Da trinkt man Seil, ne? Das ist. Ja, aber 2 auf einmal quasi. Nein, ne? nein, Das schon ist hintereinander, dann- ne? Also, nein, ich weiß nicht. Ich glaube, da schmaler sitzt. Ah, Da magst du jetzt, glaube es, ich, auf bleibt, Stocker. es kann natürlich passieren, weil man meistens ist das aber unter der Woche. Nicht? Kein Auftritt am Abend. Man trifft sich zum Mittag, beim Mittagessen gemütlich und sitzt bis um 6. Ja, das kann schon passieren. Hochgeistige Gespräche mit Kulturstadträten und Ärzten, Maurern, Tischlern. Ja, bei Sprachpolizei merkst du sofort, aus welcher Zeit er kommt. Die alte mit Nudelwolger hinter der Eingangstür. Ja, Franz, eben genau. Was geschah in der Nacht zwischen Freitag und Montag? Ja, das habe ich mir oft gestellt. Das habe ich mich oft gestellt. Das ist aber ungefähr so, wenn was du sagst. Aber nein, ich bin schon wieder Bass. Ich weiß, ich will gar nicht so Bass, aber es fällt mir jetzt ja drauf ein. Ne? Nein, ich weiß aber nicht Bass. Aber ich sag's trotzdem, weil ich es lustig finde. Ja. Wenn du sagst, der Babler hat zwischen 3. und 4. Volksschuljahr ein Jahr Pause gemacht. Warum? Der war beim Bundesheer. Ich glaube, da bringt der Tanzschule. Ich glaube, das ist, wenn die Ballzeit auch vorbei ist, hätte ich jetzt nicht. Tut mir leid. Das hat jetzt am Babler am besten passt halt. Aber also jetzt einfach vom Ding, aber Seidel Wodka, genau. Das ist so wie damals der Witz war, Herr Bundeskanzler, der Lütgendorf hat sich erschossen. Na, wann er sich verbessern kann. Ja, damals auch gekriegt. Großartig. Langdinger, glaube ich, war das, gell, oder? Wenn er es verbessern kann. Na, wenn er sich verbessern kann. Wer war das damals? Ich weiß nicht mehr, Ich wer, glaube, aber Qualtinger. Ich glaube, Qualtinger. ja, wann er sich verbessern kann. So, der Hannes Spießl ist ja, was? Für die Werbung Gasthof Teufel, Szenario Bar, Grickel in Feixen. Ah, das sind die Gastronomiebetriebe scheinbar ja, offenbar, ja. in Burgstall. Ist Krapfenzeit, ja. Bei mir gibt es keine Leute, die was Süßes essen. Ja. Nein, ich bin ja auch total zurückhaltend jetzt, was so Süßes betrifft, aber ich habe mir natürlich so einen Klosterkrapfen immer schon. Danke, ja, ja. Am Nachmittag. Ja, Ein Kaffee dazu, nicht? Also, Ja, mit klassisch. weißt du, daheim dann. Dort habe ich einen Topfenstuhl mit Vanillesauce gegessen. Das ist ja kein Aufmarschwurst. Ja, Ich eben, dachte, die Tag ist schon Wurscht. Toni Strobel, Hannes Spießler noch was. Der Toni Ah, der Strobel war das, ja genau. Spitzbum war das, ja. Jawohl. Ja, Wunschkanzler, ja. Ja, wenn er sich's verbessern kann. Ja. Ist bei jedem Dienstag die Sportplatzkantine um 18 Uhr auf. Training und Kartenspielen. Der Rekord. Kanzler Nächster spricht ja Tag, langsam 14. doch nicht wenig. So. Einmalig. So, naja, schon langsam Schluck, arbeiten wir uns Schluck. ein. Die Flasche ist leer. Auch sie wird uns eine Lehre sein. Absolut, ist sie schon, ist sie schon. schon. Gut. Mein Wasserglas ist wie stets gut gefüllt. Ich habe schon das zweite weg. Aber der Blutmuskel, der schmeckt ja gut, gell? Ich finde ihn sehr gut. Ausgezeichnet dabei. Ich würde so sagen, wir haben uns ein bisschen amüsiert über diese Regierungsgeschichte. Seid uns nicht gram, Gegenteil. wenn der eine oder andere sich vielleicht auf den Schlips geraten findet. Kommt ja nicht. Wir meinen alle. Bei jeder neuen Regierung, die kommt, oder Wurscht, Landesregierung, Bundesregierung, Ortsregierung, das gehört, die gehen auf die stehen auf der Schaufel einmal. Gehen wir. Klaus hat eine Nacht mit Babler verbracht. Daran erinnert nicht mal im Traum dran gedacht. In der Tat. Dokotronik. Ja, ich meine, es ist tatsächlich
wir kennen ja Haufen Politiker nur mit Haufen, Spülen. wirklich haufenweise, ja. Mit Auch Spülen kommst du nicht privater viel Natur und durch die Familie von der Lisi und überhaupt generell. Bei meiner Familie da sind so viele Couleurs und selbst da in der Politik, meistens in der Orts, oder wie man sagt, mein Bruder ist ja sogar Stadtrat in der Kirche. ja, das ist und bei mir der eine Onkel ist bei den Roten, die eine war bei den Grünen, dann haben wir Schwarze dabei, einen Blauen haben wir auch, wir haben alles in der Familie. Ne? Das ist. Ja, nein, aber ich meine, ja, in der Familie sagt man, das ist immer noch, aber so jetzt beim Spielen, wir haben wahnsinnig viel Politiker gegeben, wir haben ja eben sogar bei Zelensky und Van der Bellen Van der Bellen gespielt damals, ja. Wir haben die Bürgermeister Im 20er Jahr, durchgehabt. vor 5 Jahren. Ja, also vor dem Krieg noch. Vor dem auf jeden Krieg Fall. noch, ja. Alle Bürgermeister, Die Wiener Bürgermeister Bürgermeister. haben wir alle durch. Die Bürgermeister rund in Österreich kann man auch sagen, immer ja, wieder. aber da haben wir nicht alle oder da fehlen. Aber ich sage einmal, und von den Parteigrößen eigentlich alle, jetzt war ich so über alle, nur Neos nicht, glaube ich, da war man nie, oder mit denen, also wir kennen vielleicht den einen oder anderen, wo ich es nicht weiß, aber Ja. bei Neos Politik kennen wir einige sogar. Können wir, oh ja, na freilich. Also ich weiß nicht, ob die jetzt noch dort aktiv Freilich. oder was, aber da kennen wir ein paar. Am wenigsten tatsächlich von den Grünen. Von den Grünen am wenigsten. Wir haben zwar ja. schon mal gespielt bei den Grünen. Ach auch, ja, also für die ja, Grünen ja, ein ja. paar Mal. Na freilich. Aber da am wenigsten. Aber ich sag mal, von Rot und Schwarz, gut, Blau auch nicht wahnsinnig viel. Aber vereinzelt. Bei den Blauen eigentlich eher so die, wie soll ich sagen, niedereren Ränge. Also auch so Na, eher Bezirksrot und so in der Bezirksebene. Also oder so diese kleineren Geschichten, aber waren da, also die Größe, also die Spitzen. Na, Spitzen waren immer Den positiv. Hof haben wir da. Den Hof aber haben wir da kennengelernt, da, damit da haben wir- war das war aber Das war aber Treffen keine mehrerer. Partei, das waren mehrere nämlich. Das waren mehrere. Und da haben wir so im Vorfeld gespielt halt. Genau. Und sonst war, na klar, wenn das Bundesministerium für Inneres war, wenn der Innenminister Naja, Schwarz gut. war, bei den Die Schwarzen, war bei Schwarzen den und Roten Roten, gespielt. da Die zwei haben waren wir klar. eigentlich auch die Spitzenleute oft sehr gut. Kontakt, gut geht ist jetzt sehr übertrieben, aber da Ja, haben aber wir schon. man kannte sich, also Ja. so vom, Ja, sie haben und uns die- auch kennt, nicht? Also, Und jetzt muss man sagen, ich erwähne das jetzt so, weil es irgendwie auch interessant ist, eigentlich der Einblick ein bisschen in den politischen. Tatsächlich spielen, wenn man es parteipolitisch betrachtet, spielen wir am meisten bei den Roten. Rotes Wien, eh klar. ja. Aber da sind natürlich auch besonders viele Wiener Lied-Freunde. Freunde dabei. Sind halt viel, das ist ja der Volksmusik, das ist halt eher aus Ja. dem einfacheren Volk, sage ich jetzt einmal Ja. so. Und daher hast du natürlich da weitaus mehr Fans und da gibt es schon sehr viel wirklich drin. Und da haben wir auch viel Freundschaften, muss ich sagen, ja, zu Rote. Also Rote, ja, zumindest zu Leuten, die irgendwie da in diesen Organisationen drinnen sind. Aber eben schon bis ins Rathaus und ich muss sagen, bei den Schwarzen auch, aber, Ja, auch, doch auch. aber auch wieder lustigerweise eher dann an Niederösterreich. Eher Niederösterreich. Aber Wien auch Wieso- natürlich. Wiener, Ja. Wiener war gut, das sind viele Niederösterreicher, sind in Naja. Wien, da gehen wir auch wieder was. Und der Karl Mara, der hat ja ausgerufen, was mich grundsätzlich sehr gefreut hat. Er will das Wienerlied fördern, ja. Das genau. Jetzt bin ich gespannt, was passieren wird. Ja, jetzt schauen wir mal, Jetzt schauen wir ob mal, er wie- nicht ins Häfen kommt. Ne? was so los ist. Ja. Nein, aber das hat mich auf jeden Fall gefreut, wie er das so kundgetan hat. Und wir haben dann gespielt eben bei der, weiß ich nicht, was das war, eher ÖVP-Veranstaltung da in Wien, also von in der, wie heißt nicht Lichtenfelsgassen, sind die Roten. Die Roten in der Dingsgassen. Ja, wurscht, wo halt die Schwarzen sind. Die andere Seite. Und das war ganz interessant, weil wirklich, also die gesagt haben, die sind halt bemüht, da ein bisschen für diese Kultur, Für die was Kultur, was zu machen. momentan schaut es danach aus, da werden wir sehen, was so ist passiert jetzt. Na, werden wir schauen. Und nachdem dann, und auf das würde ich sagen, nachdem das auch einige von den SPÖ-Leuten gesagt haben, unabhängig jetzt von der ganzen Geschichte, Ganz Dings, ja, genau. und schauen wir mal, ob da wirklich was rauskommt. Da könnte, wenn beide wo wollen, da könnte ja was Vernünftiges dabei herauskommen. Das wäre wünschenswert. Wäre sehr wünschenswert, muss ich sagen. Weil, wie gesagt, ich will das nicht so, ich bin sehr, sehr kritisch, was die Regierung betrifft, Ja. muss ich echt sagen, ist ganz klar. Ist immer gut. Ich glaube wirklich, dass es nicht die falsche Antwort ist auf die Herausforderungen der Zeit, aber ich will es auch nicht so negativ sehen und denke mir, na, schauen wir mal, was geht und dann schauen wir mal, was in unserem Bereich,
Also eben auch jetzt in Sachen Musik, Wiener Lied, Wiener Volkskultur. Was tut sich? Wir bringen da was geht, weiter. Ne? Was da Ja, kommt. ja, absolut, ja. Ja. Na gut, Genau. dann schauen wir mal, was sie rauskommt. Und der Iron Acker schlägt für den Habibi, ein schöner politischer Abschluss. Ja, eigentlich schon. Eigentlich schon, ja. Kein Wunder, dass ihr nicht für die Blauen gespielt habt. Ihr spielt ja keine deutschen Marschlieder. Ja, aber das. Nein, ich muss ehrlich sagen, die Blauen, was wir kennengelernt haben, ich kann nicht wirklich nichts Kann sagen. ich nichts sagen von. Nein. Äußerst leibend, äußerst gemütlich. Also, nein, wirklich, da Nein, da ist- muss ich aus der Erfahrung sagen, ist. Nein, kann ich nichts sagen. Ich Nein, kann es nicht ist bei, so. ich kann bei Keine keiner- Besen live. Ich kann bei. Nein, Ich ja. könnte jetzt wirklich niemanden sagen, dass ich sage, der oder die, die sind so oder so. Weil irgendwie komische Leute findest du überall. Und am meisten in der Politik. Ja, aber ich meine, das sind ja oft gar nicht so die Politiker, nicht? Und dann, ja. Aber eben nein, also und zum Beispiel, jetzt, wir haben da einige, weil ja zum Beispiel der Reinhard, Kontergitarrenfachmann im Volksliedwerk, Ja. der ist ja Bezirksrat, glaube ich, blauer. Ja, Bezirksrat Blau ist er, ja genau. Und zum Beispiel, jetzt, die kennen wir sehr gut in das Archiv, seit wir spielen eigentlich. Jahrzehnte. Und also der ist weit weg von diesem sogenannten Nationalding, weiß ich nicht, seine Kinder gingen in die International School oder was weiß ich. Also ja, wie gesagt, also ich will das auch nicht so, genau, Menschen sind wir alle, waren fast noch besser. Ja, genau. Hast mehr Die Glück trinken wir ich. aus. Trinken wir aus. Prost. Kann ich nichts sagen, da fällt mir nichts ein. Naja, ich kann nichts Negatives sagen. Wirklich, also wir haben jetzt keine, aber ja, so viel Erfahrung mit Blau haben wir auch nicht. Nein. Aber die was ich habe, nein, da Die kann ich nichts sagen, kann ich nichts Negatives sagen über die Leute. Nein, da ist wirklich im Gegenteil. Da wird nicht Das war immer geschimpft, sehr da gut. ist nicht irgendwie was. Nein, gar nicht. Ja, Ich meine, wie gesagt, so oft haben wir nicht oft gespielt, aber wann was war, das war immer top organisiert, war alles ganz klar ausgemacht, rechtzeitig bezahlt, alles, um sich alles kümmert, hinten nachgefragt, was braucht es, was ist, was tut es. Es ist nie, dann, wenn einer besoffen war, gekommen und sagt, hey, spielt's noch eine halbe Stunde, irgend so auf Deppert, weißt du, nichts. Allerdings muss ich sagen, wüsste jetzt auch bei den anderen nicht. Wüsste aber bei der ÖVP nicht, wüsste bei der SPÖ nicht, wüsste bei der war auch nichts. Nein, wüsste auch nein. nichts. Nein, Also darum kann man sage ich, nicht das ist, da war jetzt kein Unterschied in Wahrheit. Was wir halt erlebt haben, sagen wir es so. So, derlei. Der Wein ist aus, schön langsam. Der Wein ist aus. Schön langsam. Und das hätten wir zum Schlusswort zum Rosenmontag und der Regierungsbildung in Österreich. Wir wünschen einander und uns und euch viel Glück, viel Freude mit der Zukunft. Und wir auf werden die mit der Freude Zukunft, in der Zukunft werden wir jetzt zukünftig positiv hineinschauen in das Land und Welt. Die Vergangenheit ist unsere Zukunft nicht. Ne? Das ist halt das Problem, wenn du fahren musst, darfst nichts trinken und dann redest du wirklich viel Blödsinn. Das ist der große Nachteil. Das ist der große. Na gut, dann hätte ich gesagt, machen wir einen Habibi. Moment, Habibi, ja, genau. Weil Menschen sind wir alle, kennt jetzt wirklich nur einen Refrain gerade. Das Wir macht bringen man, jetzt ja, an. machen wir so, so wurscht. Und was ist das? Ein G? Oder? Ein C? Gustav. Und dann gehen wir zum C7 über und dann Habibi. Ne? Menschen, sind wir alle, Völler oder jeder Knurr. Alle können doch nicht gleich sein, das liegt schon so in der Natur. Menschen, sind wir alle, Völler oder jeder Knurr. Alle können doch nicht gleich sein, das liegt schon so in der Natur. So werden. 20 Jahre schon wohnen wir im gleichen Haus. Wir gehen beieinander
ein und aus, andere Bräuche, andere Sprache, einer lernt vom anderen noch und noch. Mein Heimat ist da und sein ist fern, doch das tut uns zwar nicht stehen. Wir haben für Leben im Umwegverein, ja, wir sind die besten Freunde. Happy bin in meine Haber, ich sag er ist mein Freund. Ich bin ein Wiener und er ist ein Araber, doch ist dasselbe damit gemeint. Happy bin in meine Haber, ich sag er ist mein Freund. Ich bin ein Wiener und er ist ein Araber, doch ist dasselbe damit gemeint. Unsere Kinder gingen ins gleiche Glas, sie spielen miteinander und sie haben viel Spaß. Anderes Sitten, anderes Essen, aber wir zwei haben das schon lang vergessen. Mein Heimat ist da und seine ist fern, aber wir zwei, wir haben uns gern. Wir haben für Lebwohl im Umwegverein, ja, wir sind die allerbesten Freunde. Happy bin in mein Haber, ich sag er ist mein Freund. Ich bin ein Wiener und er ist ein Araber, doch ist dasselbe damit gemeint. Happy bin in mein Haber, ich sag er ist mein Freund. Ich bin ein Wiener und er ist ein Araber, doch ist dasselbe damit gemeint, mein Freund. Jawohl. Alles Liebe, viert euch Gott, macht's es gut, eine wunderschöne Woche und bis bald. Viert euch. Gehabt euch wohl, viert euch.